So. Dann gucke ich jetzt mal, ob ich auch wirklich online bin. Ihr, die ihr bei mir reinguckt, ihr kennt das Spielchen ja schon. Jawohl, da bin ich. Hymne der Verzweiflung. Ja, bevor es immer losgeht, warten wir ja immer auf Leute, die herkommen. Und gleichzeitig gucke ich auch immer klar da auf dem PC, ob auch alles so funktioniert, wie es sollte. Und der Stream läuft auf meinem PC auch immer nebenher, um eben sicherzustellen, dass auch wirklich alles funktioniert, dass die Internetverbindung steht, dass es nicht so stark ruckelt und so weiter und so fort. Ja. Sehr schön. Wir warten jetzt am Anfang wieder auf Leute, dass zumindest ein paar da sind, bevor ich dann wieder anfange in alter Manier. Insofern, ja, ich würde sagen, bis um Viertel noch 8 warten wir in etwa. Allerspätestens um 20:15 Uhr fängt der Stream dann an. Aber hoffen wir, dass es nicht so wie beim letzten Mal ist, wo ich dann gesagt habe, ja, 20:15 Uhr geht's los. Und kaum fange ich an mit dem Spiel, fängt das Ding an zu stottern. Aber glücklicherweise hat sich's wieder gefangen. Ich konnte es beim letzten Mal vor einer Woche wirklich in einem Rutsch durchspielen, glücklicherweise. 4 Stunden lang hat er kalte. Hoffen wir, dass es heute auch funktioniert. Ansonsten, wenn ihr wollt, schreibt mir noch gern. Ich habe ja hier den Livestream direkt, der Livestream-Chat habe ich hier direkt unten drunter und an meinem Mollekopf, dass ich direkt auch auf dem Fernseher sehen kann, während ich zock, was ihr so schreibt. Das finde ich persönlich äußerst angenehm, muss ich sagen. Muss ich wirklich gestehen. Das wäre jetzt was anderes, wie wenn ich am PC spielen würde und hätte zig Fenster offen und müsste dann mühselig nochmal auf YouTube gucken, wer schreibt was und so weiter und so fort. Nee. Da ist es mir doch so erheblich lieber, wo ich einfach direkt unter meinem Kopf, unter meinem Fenster sehen kann, wer was schreibt. Und das ja relativ aktuell, weil ich gucke gerade, wir haben eine Verzögerung, huiuiui, das ist aber ziemlich heftig, von 28 Sekunden in etwa. Das ist heute mal richtig stark. Ich muss gerade mal gucken, ob es nicht eventuell dort liegt, dass ich nicht direkt nach vorne gesprungen bin. Ich glaube, dort liegt es ja. Ja, meine Internetverbindung scheint auch gerade selber nicht so die beste zu sein. Ja, circa 8 Sekunden sind es wieder. Circa 8 Sekunden Verzögerung haben wir mal wieder dabei. Das passt aber soweit. Weil 28 Sekunden, das wäre echt happig. Das wäre richtig heftig. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass mein PC wieder etwas am Spacken ist. Immer wenn ich die Videos schneide und die Videos hochlade, laggt der PC. Das ist etwas nervtötend. Insofern, ja, das bringt jetzt auch nichts mehr, wenn ich den alten Schuh jetzt wieder zum Laufen bringe. Insofern, solange ich nur sehe, dass der Stream läuft, dass alles soweit in Ordnung ist, passt das meiner Meinung nach. Ihr müsst euch auch nicht wundern, wenn ihr neu dazuschaut. Wenn mein Blick als mal so scheel noch offen geht, dann fixiere ich tatsächlich meine eigene Facecam, die ich auf dem Fernseher sehe, während ich an der PS4 hier The Evil Within 2 zock. Und mein Blick geht entsprechend auch in die Richtung, damit ich sehe, ob jemand im Livestream-Chat irgendwas schreibt. Von daher nicht wundern, das wäre, wenn ich direkt in die Kamera reingucke und euch fixiere. Und das ist halt, wenn ich gucke, ob jemand schreibt oder wie viele Leute da sind. Jetzt sind wir auch schon bei 2 Leuten insgesamt. Hi ho an alle, die gerade zuschauen. Ah, ja. Falls es irgendwelche Probleme gäbe sollte, bezüglich Sound, bezüglich Lag oder irgendwas anderem, gebt einfach nochmal Bescheid, ich gucke, was ich dann machen kann. Meistens ist es nicht sehr viel, was ich machen kann, muss ich leider gestehen. Aber ich werde auf jeden Fall tun, was ich machen kann. Mache, was ich tun kann. So rum. So, macht das Sinn? Ich werde auf jeden Fall machen, was in meiner Möglichkeit steht. So rum mit dem Schuh draus. Wenn wir schon bei dieser Schuhmetapher bleiben wollen. Okay. Jetzt kann ich noch heimlich nachfüllen. Ah, sehr gut. Noch wäre ich hier von Kennerer Wasserfirma gesponsert oder ähnliches, sodass das alles im Heimliche geschieht, dass ich hier mein Wasserglas immer auffülle und dass ich natürlich auch aus dem Wasserglas trinke, weil wie gesagt, ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Wasserleute und noch wäre ich von niemand gesponsert, weswegen das Ganze im Geheime geschieht, dass ich mein Wasser auffülle.
Und nee, wieder aller Gerüchte ist das kein Wodka oder ähnliches, was ich hier trinke. Und auch keine Skinny Bitch oder ähnliches, was ich hier trinke. Das habe ich erst am letzten erfahren. Eine Skinny Bitch ist ein Cocktail in Anführungszeichen, wo man so viel wie möglich Wodka reinkippen kann und stilles Wasser dazu. Und das mit dem Spritzer Zitrone. Und dann kann man so viel Wodka wie möglich machen, weil man den kaum rausschmeckt dabei. Und dann kann man Wodka-Pumpe ohne Ende. Ach ja, ich fand das äußerst amüsant irgendwie. Obwohl ich dann halt auch gehört habe, dass irgend so ein armer Pechvogel, nein, das ist mein Controller Flöte gegangen. Wobei ich dann gehört habe, dass irgend so ein armes Schwein da wirklich dann das Pech gehabt hat, zu einer trinken zu müssen. So, jetzt sind wir bei 0. Herzlichen Glückwunsch. Da ging es wohl den Leuten nicht schnell genug. Okay. Nee, wie gesagt, das ist halt am Anfang so, dass die Leute brauchen halt, bis sie herkommen. Meine Streams sind jetzt nicht so weltbewegend, dass es irgendwie 1000 Leute anlockt. Und es tut mir ja auch leid, aber wenn ein Zuschauer nicht da ist, fange ich nicht unbedingt an. Da warte ich halt schon ein bisschen, bis ein paar Leute mehr da sind. Interessanterweise kann ich mich hier auch umgucken mit dem rechten Stick. Es wäre ja schon echt heftig und hab ich, wenn schon am Anfang im Hauptmenü hier ein Jumpscare irgendwo warten wird von wegen, ja, wir fixieren hier das lustige Welcome to Union, we're glad you're here Schild und irgendwie im Hintergrund bewegt sich schon irgend so ein Widerling, der uns hier stalkt oder ähnliches. Wobei das Ganze auch schon ziemlich klammer Eindruck vermittelt, finde ich. Ach, gerade durch diesen Dia-Projektor. Früher, in meiner Kindheit, hat man die Dinger natürlich auch noch eingesetzt. Ich erinnere mich auch noch definitiv daran, wie mein Vater alte Urlaubsbilder auf dem Dia-Projektor zusammengeschnitten und eingerahmt hat. Und dann gab es diese Dia-Sets-Cache, wir hatten aber immer nur einer, der nicht so kreisrund war, sondern es war so eine längliche Schiene, wo man dann diese Dia-Cache reingesetzt hat. Das war wie so ein Zylinder. Und da hat man die Dinger reingelegt und es wird immer weiter rausgeschoben dann. Je mehr Bilder abgespielt wurden, desto weiter wurden die Dinger rausgeschoben. Ach ja, so ein Kreisrund hatten wir nie. Das ist wahrscheinlich irgendwas relativ Neumodisches bei den Dia-Projektoren. Ich glaube, unseren, lass mich lügen, der kommt aus der 80er oder wann. Von daher auch nicht gerade das neueste Modell, aber der geht heute noch. Mein Vater hat mal vor ein paar Monaten einfach mal just for fun mal die Dinger rausgekramt und meine Schwester und ich sind hergekommen, um uns das mal anzugucken. Und dann wurde dann auch die alte Leinwand, so wie hier, aufgemacht, wobei unsere Leinwand so Ziehleinwand ist, wo man noch ohne ziehen kann. Und also so Rollleinwand, wenn man so will. Und darauf haben wir noch die Dinger geguckt. Und das Heftige ist auch hier, wenn man zwischen dem Diaschein und einem Bild guckt, wie viel Staub da durch die Gegend fliegt. Das fand ich immer besonders beeindruckend, gerade weil dieser Dia-Projektor unglaublich helles Licht macht. Und zwischen Dia-Projektor und Leinwand war da immer so viel Staub zu sehen, was da eigentlich in der Luft alles rumfliert. Das fand ich schon als Kind äußerst beeindruckend, muss ich gestehen. So, jetzt sind wir schon 3 Leute. Hallo an alle, die dazuschalten und an alle, die hier mitgucken wollen. Wenn ihr schreiben wollt, schreibt doch einfach ohne Reihe. Ich unterhalte mich auch sehr gern mit euch, statt irgendeinen Monolog zu führen. Muss ich auch gestehen. Weil klar, Monologe könnte ich jetzt auch halten. Hi Flash. Freut mich, dass du auch wieder da bist. Das war sehr schön von dir, dass du letzte Woche mich auch so fleißig unterstützt hast. Und ich finde es echt klasse, dass ich dich wieder herlocken konnte. Vielleicht liegt es so daran, dass ich mich wieder dermaßen dämlich benehme, dass ich wahrscheinlich wieder deine Hilfe gebrauchen könnte. Ach ja. Jo, ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde es äußerst beeindruckend mit diesen Dia-Projektoren. Hat mich als Kind schon sehr fasziniert und ich sehe sowas immer noch sehr gern, gerade auch weil die ganze Familienbilder von uns seit 1900... Lass mich mal überlegen. 1981 oder vielleicht sogar schon 1979 oder sowas um den Dreh. Sind die Familienbilder von uns in solche Dia-Projektoren vorgeführt worden. Wobei die ganz alte sind von äußerst miserabler Qualität. Da ist neben an der Ränder von den Bildern sind auch so, ja, das sind solche tolle Rotränder noch dran und das ist teilweise verschwommen. Das Lied, ob ich das Lied gefunden habe.
du erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran, um ehrlich zu sein. Von einem Lied habe ich jetzt leider nichts mehr im Kopf, aber ich bin soweit gut durchgerutscht, ich bin soweit durchgekommen, wie ich es gewollt habe. Ich habe den Fotograf niedermachen können und habe dann beim nächsten Level gestoppt. Also soweit lief alles echt in Ordnung. Ich bin in der Story zumindest gut durchgekommen. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich finde es jetzt faszinierend, dass ich hier im Hauptmenü auch diesen Rundumblick machen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Resident Evil 7 Vorschau, die es früher gab. Das war echt übel. Da war das dann mit VR dargestellt, dass man auf diesem Stuhl sitzt und die Mutter, die Maggie Baker, die war dann irgendwann in der Nähe. Man hat so noch over gucken können und dann kam die von over her und bis dicht ans Gesicht dran. Ich glaube, bei VR würde ich bei sowas durchdrehen. Boah, deswegen bin ich froh, dass ich das noch ganz klassisch mit Bildschirm und mit einer notwendigen Distanz zum Bildschirm spiele. Ach ja. So. Ui, ich sehe auch schon, ich habe schon 2 Likes dafür. Vielen Dank an der Stelle für die 2 Likes, definitiv. Vielen herzlichen, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Also, wir werden uns die Likes auch noch, also ich werde mir auf jeden Fall euer Likes heute noch verdienen, indem wir dann starten. Aber ich würde sagen, 3 Leute genügt mir jetzt erstmal. Wir setzen das Ganze fort. Dann Fortschritt im Spiel wird allerdings automatischer Spielstand überschrieben. Ja, Punkt, passt schon. Kapitel 9, ein anderes Übel. Nachdem er Stefano besiegt hat, begegnet Sebastian seiner Frau Myra, die ebenfalls in Union ist und durch den Einfluss der Stadt korrumpiert wurde. Sebastian erwacht in seinem Zimmer, aber irgendetwas stimmt nicht. Eine dunkle Macht drängt, mehr konnte ich nicht mehr lesen, dass die ihm nie in aller Ruhe vorlesen lassen. Ja, da wären wir jetzt. Das ist wieder dieses Symbol aus The Evil Within 1. Untersuchen. Gucken wir doch mal. Kerzen. Das Symbol kenne ich. Ah, okay. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Ja, das ist noch aus dem ersten. Das ist noch aus dem ersten Albtraum, mein Lieber. Oh, hat ja jemand schön mit Gedärme dekoriert. Da hat aber jemand gebastelt. Nett. Bäh. Hier noch ein bisschen Trümmer. Wie sieht's hier aus? Ziegelbruch. Bisschen Schießpulver bei der verkohlte Leiche. Ja, warum nicht? Bin ich mal gespannt, was es hier für neue Gegnertypen gibt, die auf uns zukommen. Ansonsten, hier haben wir noch jede Menge Nischen. Wir können ja auch unsere Taschenlampe einschalten, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Oh, reizend. Als Archäologe finde ich sowas ja immer sehr bezaubernd, wenn man sowas sieht. Interessanterweise beim spätantike römische Gräberfeld, was ich gegraben habe, waren die Gräber teilweise wirklich so dicht an dicht nebeneinander. Oh, da hinten. Ach, wieder so ein bisschen Fleischparty. Da hat jemand wieder gebastelt. Lecker, lecker. Also das Ambiente, muss ich schon sagen, ist sehr köstlich. Ich krieg so richtig Bock auf Hackfleisch, wenn ich das sehe. Okay, denen geht's alle nicht so gut. Die sind alle irgendwie verkokelt, die Leute. Ich denke mal, das Hauptthema von dem Gebiet wird Feuer sein. Schätze ich jetzt einfach mal so ganz grob über den Daumen gepeilt. Oh, was haben wir dann da hin? Eine Harpune. Ein Harpunenbolzen. Aber der bringt uns nichts, weil wir haben voll. Also die arme Schweine hier, die wickelt man nicht mal mehr in Tücher, die schmeißt man da einfach rein. Die feine Herren, die können sich hier einen Sarg leichter. Naja, manche von den feinen Herren können sich aber keine Nische leichter, aber dafür einen Sarg, auch nicht verkehrt. Aha, da ist sogar eine Illustra Beta-Stellung. Haben wir noch genug Munition, dass wir uns so Späße erlauben können? Ja. Leider platzt ihm nicht der Kopf, also insofern ist der Spaß leider misslungen. Dann befürchte ich, dass ich den auch nicht niedermachen kann. Na gut, na gut. Dann eben nicht. Dann gehen wir eben weiter. Und zwar hier. Hi. Nein, hör auf. Hör auf mit so einem Quatsch. Das ist wohl der neue Feind. Was war das? Lass mich rote, das ist der Hansel, der Stefano
beauftragt hat und der sein Chef war sozusagen. Könnte ich jetzt drauf wetten eigentlich. Ja, Blutfolge ist immer sowas, ist aber so ein Outlast-Ding, deswegen lassen wir das erste Mal. Ah, coole Handaxt haben wir auch noch. 5 kühle Waffenteile gibt es ja auch noch. Reizend. Ein Grabstein. Bisschen Schrotmunition, das ist immer gut. Schrotmunition nehme ich doch liebend gern. Dann, was haben wir dann da noch? Ein Spritzlein an der Wand. Spritzlein, Spritzlein an der Wand. Wer ist der Kränkste im ganzen Land? Zack. Und zack. Hier haben wir nichts. Nee. Sieht aber so ein bisschen noch Folterkeller aus. Von daher sollte man machen, dass man hier wegkommt. Das ist nicht so bezaubernd. Da muss ich sagen, hat Stefano durchaus mehr Stil gehabt und etwas mehr Sinn für Ästhetik, was das Haus anging und was die, wenn auch kranke, künstlerische Komponente angeht. Da hat er doch etwas mehr Stil gehabt als hier unser neuer SM-Kerkermeister-Gegner. Wie gesagt, das Hauptthema wird wahrscheinlich Feuer sein. Wer hätte es gedacht? Okay, das heißt, auf so Dinger kann ich wahrscheinlich 8 zielen, um irgendwelche garstige Ruhelose zu beseitigen. Haben wir hier gleich so einen Augenblick? Also ich glaube, unser neuer Kumpel steht auf Feuer. Oh, Scheiße. Njam, 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 der gute Gedärme und Gekröse-Tisch. Njam. So köstlich, ich kann nicht widerstehen. Was ist hier mit der? Bei lebendigem Leib verbrannt. Wer hätte es gedacht, ja. Wer hätte es gedacht, Bastel, du bist auch ein Blitzmerker. Erstmal ein bisschen gefoltert und dann mit Benzin übergossen und angezündet, oder was? Geräte. Fast schon mittelalterlich. Ja, da gehören Hände natürlich hier. So schön fürs Ambiente in die Dekoschalerei. Eine gute persische Dekoschale, da gehört natürlich ein Unterarm rein mitsamt Hand. Was auch sonst? Obst oder so wäre jetzt auch übertrieben gewesen, ne? Ja, es ist ja gut, Mädel. Ich gehe mal lieber weg von da, wo du kriegst. Das macht mich nämlich nicht gerade hellhörig. Wobei, ach, das was für sich hat. Ach ja, ist so ein Outlast-Ding. Moment. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, ich weiß schon, warum ich hier auf Nummer sicher gehe. Bei diesen Ruhelosen weiß man als nie. Und ich habe keinen Bock, dass mich so irgend so ein Grützi aus der Kanalisation springt. Dafür ist mir mein Nervenkostüm viel zu wichtig. Ach, Alter, ist das ekelhaft. Das erinnert so ein bisschen an die Wurstsuppschleus vom Ackermannsheinz aus dem ersten The Evil Within. Ja, Grützi, du stehst bestimmt drauf. Oh, okay, du stehst nicht drauf. Ja, aber ich gebe doch mal lieber einen Kopfschuss. Sicher ist sicher. Und so einen schönen Kopfschuss kriegt selten jemand hier. Vor allem schön auf der Glatzkopf. So will ich auch mal sterben. Wehe, du springst auf. Ich sag dir es, wehe, du springst auf, du Ekeltyp. Ich habe keinerlei Bock, dass du aufspringst und mich attackierst, du ekelhafter Grützkopf. Ach, hätte ich doch noch mal Streichhölzer aus dem Ersten. Boah, Alter. Ich glaube, hier geht's wirklich weiter in der Story. Nee, da gehe ich erstmal lieber zu der kreischenden Frau und versuche die mal ein bisschen zu beruhigen. Weil, wie gesagt, ich denke doch schon mal, dass das Blut hier wirklich den Weg markiert, wo wir hauptsächlich lang müssen. Deswegen mag ich erstmal die optionale Dinge durchaus erledigen. Oh, hier ist aber auch Blut. Hat sich erledigt, was optionale Sache angeht. Oh, reizend, ganz bezaubernd. Und hier? Och, warum? Warum immer ich? Warum immer der arme Bastel? Scheiße, jetzt habe ich aber keine Ahnung, wo es hier wirklich irgendwo lang geht. Jetzt sieht das irgendwie für mich verdächtig noch im richtigen Weg aus. Verdammt nochmal. Na, da gehe ich halt lieber nochmal hoch. Dann machen wir alles von oben noch runter. Arbeiten wir uns halt chronologisch vor. Es wäre als schön, wenn mal die Entwickler so einen Bereich hier hängen würden. Optional und hier geht's zur Story. Dann könnte man als wirklich noch die optionale Sache abgreifen, bevor man in der Story weitergeht.
Weil manchmal kriege ich halt einfach diese optionale Dinger nicht, weil ich dann denke, ja, hier geht bestimmt die Story weiter, gehen wir doch erstmal einen anderen Weg und dann ist das der richtige Weg für die Story. Finde ich dann doch immer etwas ärgerlich. Da hat jemand sehr ramontische Ecke hier reingepackt. Von der Darmschlinge als Vorhänge. Ich meine, Liebesperle oder so werden ja auch zu viel verlangt, beziehungsweise so Perlevorhänge werden zu viel verlangt als romantische Geste. Oh, dem hat man das Gesicht ausgeschält, nett? Das macht der Psycho von heute so. Sind wir doch noch Pistole-Muni? Mehr können wir nicht nehmen. Worauf liegt es drapiert? Auf so einen köstlichen, unförmigen Fleischsack. Ey, weh, jetzt kommt irgendwas noch runtergestürzt oder so ein Scheiß. Also das ist die Ramontisch Blutecke hier. Das ist für Kenner. So. Dann geht's mal weiter. Also jetzt habe ich zumindest rausgefunden, das war wirklich optional und es gab nichts Großartiges zu entdecken, außer ein bisschen Pistolenmunition. Nee, darüber kann er auch nicht klettern. Dafür ist er halt einfach zu ungelenkig. Wenn man zig Jahre als Alkoholiker verbringt, dann kriegt man sowas anscheinend nicht hier. Gut, dann... Waffe lieber am Arschschlag bei solche eklige Ecke. Man weiß es als nie. Der hat aber viele romantische Verstecke hier. Nee. Okay, kommt nichts. Nur ein bisschen Sub. Na gut. Ich glaube zwar, dass der tot ist, aber ja, sicher ist sicher. Der Double Tap aus Zombieland, den nehmen wir definitiv mit. Dann machen wir erstmal hier ein Spritzel. Geht doch nichts darüber, sich unbekanntes Zeug reinzuföhnen. So, und dann haben wir hier noch. Ich hab's doch gewusst, dass irgendwo so ein Grütze Kasper. Och, du hässlicher Scheißtyp. Die werden ja auch immer nur hässlicher, die Typen. Ja, komm. Erstmal das Bell wegschießen. Und dann die hässliche Fratze. Ekelhafter Schimmler. Mann. Ohne Witz, ich habe echt das Gefühl, die Typen werden immer nur hässlicher. So, dann holen wir uns mal hier das Zeug. Entschuldigung, wenn ich da alles mal rumbepper. Aber irgendwie muss ich mich hier bezüglich Angst und Verzweiflung und allem wappnen. Und ich muss mir selber hier Mut zusprechen. Das kennen bestimmt auch viele Leute, die selber Let's Playen oder die auch viele Let's Plays gucken. Wenn man hier so ein Horrorspiel wie das hier spielt, generell bei Horrorspiele, jetzt nicht nur bei The Evil Within, sondern generell bei Horrorspiele, vor allem bei Outlast, da habe ich am M-Stück gebabbelt, um mir selber Mut zu machen dabei. Als Livestream wäre das sicher auch ultra geil gewesen, Outlast, so im Nachhinein. Aber wenn man es halt selbst spielt, das ist immer so eine Sache, wissen Sie? Ja. Okay. Hallo. Ich müsste den Typ mal fragen, ob man sich hier eine Wohnung kaufen kann. Das sieht ja super angenehm aus. Die Miete sind hier bestimmt ziemlich unter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Miete hier viel kostet. Boah. Ich sollte mal rennen. Ach, wo seid ihr, Sapperjockel? Seid ihr hinter mir? Oder seid ihr irgendwo in irgendwelche ekelhafte Jumpscare-Nische versteckt? Oder hätten sie sich einfach selber im Spiegel gesehen? Ach, das kann natürlich sein. Bisschen Waffedele. Sind wir insgesamt bei 40. Sehr schön. Hallo. Na, machen wir mal langsam auf. Das ist auch überhaupt nicht hörbar, wenn ich hier die verquietschte Dere aufmache. Ach, wer rumpelt und wer poltert. Hier ist das erleid. Und schmeißen doch einfach nicht die Grabstätte in die Ecke. Du könnt die doch nicht hier. Kein Sinn für Ordnung hier, die Viecher. Schießt da jemand? Ah, das sind die Einzelwohnungen, die Einzimmerwohnungen. Und nö. Ich muss sagen, ich bin jetzt, habe jetzt doch etwas diese Millennial Fair Musik aus Chrono Trigger im Kopf, weswegen ich häufig einmal mach. Ja, Chrono Trigger wurde mir empfohlen. Sehr schönes Spiel, muss ich auch sagen. Alter, was geht denn hier ab? Alter, lass die Statue in Ruhe, du ekliger Typ. Mit deinem Buckel. Alter. Kann ich den Typ nicht abknallen? Scheiße, geht nicht.
Kann ich das Schloss aufschließen? Nee. Alter, es ist ekelhaft. Ja, zumindest spielt er nicht an sich rum, während er sich die Statue anguckt. Alter Latz. Aber die Geräusche sind schon ziemlich ekelhaft. Als würden gleich einer abgehen. Gewitter erleid. Würde sich Gott nicht wünschen, es wäre tot? Ups. Naja, jetzt habe ich da die Statue genommen, hab da deinen Arm genommen. Jetzt nehme ich dir dein Leben. Alter. So wird's gemacht. Muss ich die hässliche Fresse wenigstens nämlich sehe. Bäh. So, wie sieht's dann hier aus? Nix. Immer noch nicht. Ich hoffe, das geht über so einen Zentralmechanismus oder so. Also zumindest den einzigsten eingesperrte Süchtige, den habe ich mal fertig gemacht. Ah, natürlich auch ein Verbrannter. Auch äußerst lässig so zu sterben, muss ich sagen. Äußerst lässiger Tod hier in so einem Stehkäfig zu verrecken. Das hat schon Stil. So möchte ich auch mal dahin scheiden. So, was haben wir denn hier noch? Ein paar leere Stehkäfige. Da sind die Miete bestimmt spottgünstig in den Dinger. Moment. Ah ne, der ist verbrannt. Der steht nämlich auf. Okay. Hey, hör auf. Ach, du lag noch einer auf dem Boden. Kennst du mal aufhören mit deinen ekelhaften Geräusche, du Sapperjockel? Ich mag vielleicht später noch was essen. Gewitter erleid. Aber apropos, da liegt noch so ein ekliger Typ rum. So gefallen die mal wesentlich besser, wenn sie keinen Kopf mehr haben. Dann sammle ich noch die Suppe ein, die er ausgestoßen hat, als er gestorben ist. Das ist schon etwas pervers. Hat der so einen Krabberarm? Und so ein Elefantenfuß. Alter, ist das hassenswert alles. Igitt. Gut, was gibt's denn hier noch alles Schönes? Nur versperrte Gittertüre. Und ich glaube von Do kam ich, ne? Ja. Von irgendwo hier müsste ich kommen sein. War doch nicht irgendwo auch eine Kurbel? Moment. Hier war doch, glaube ich, noch was im Boden. Ja. Aber nur eine Flasche, die ich nicht aufnehmen kann, weil mein Inventar voll ist. So, du war doch die Kurbel, genau. Bastel, mach die Kurbel. Zum Drehen brauche ich eine Kurbel. Ah, du bist doch auch ein Knetkopf, Bastel. Na gut. Dann suchen wir halt mal nach einer Kurbel. Ich hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Yes, das und irgendeiner knallt hier à la John Wayne durch die Gegend rum. Ach, du bist es, der hier rumknallt. Vielleicht hilft der Tod, dein dummes Geschwätz zu unterbinden. Hat er irgendwas vor seiner Visage gehabt? Das war ein guter Schuss. Das kann ich wirklich von mir behaupten. Das war ein guter Schuss. Okay. Aber irgendwie müsste ich die Zentralverriegelung hier aufkriegen. Gerade mal gucken, da liegt noch irgend so ein ekliger Schimmelkasper rum. Na? Na? So. Sehr gut. Nur ein toter Ruheloser ist ein guter Ruheloser, oder wie war das? So, warte mal. Halte mal den Gaul an. Oh, der steht sogar wieder auf. Gut, so ist besser. Noch ein bisschen Hirngrütze abkriegte Fuhr. Oh nee, da liegt schon wieder so ein Herr Elefantenfuß rum. Guck, ob ich da von hier seinen Hinterkopf treffe. Achtung. Ja, tatsächlich. Ne? Klar, machst du, kommst hier nicht mehr raus. Du bist aus gutem Grund hier. Na, gibt's dann das? Wenn sogar deine Chefe dich da reinpacken, dann bist du aus ganz gutem Grund hier, du ekliger Typ. Wieder alles in die Hohe kriegt. Was können wir denn hier nehmen? Es hieß, hier kann ich was nehmen. Mist, dafür müsste reingehen. Na gut, dann warten wir halt, bis ich hier die Zentralverriegelung aufgemacht habe. War doch nochmal ganz gut, dass ich hier alles abgeklappert habe. Ja, dass am Ende die ganze Grützkasper hier rauskommen wären, hätte ich echt ein kleines Problem gehabt. Na gut. Na gut.
Ich kam von dort. Und bin von dort am Altar hergekommen. Das müsste der Weg sein, von dem ich ursprünglich hergekommen bin. Genau. So. Hier muss es doch irgendwo Kurbel geben, dem ekelhaften Ort. Und? Wo finde ich denn jetzt eine Kurbel, verdammt nochmal? Nee, hier kann sie nicht sein. Also, da gibt es ja keine Abzweigung mehr. Insofern, nee, das muss ja hier ohne irgendwo sein. Aber wenigstens kann er jetzt 5 Sekunden rennen, ohne gleich kotzen zusammenzubrechen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. So, wo finde ich jetzt die Kurbel? Kurbel, Kurbel, Kurbel. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Wo finde ich dich wohl? Eventuell hier nochmal die ganze Haufe durchwühlen. Ja, da hat er schon gesagt, ich brauche eine Kurbel. So, Zum Drehen brauche ich eine Kurbel. Stell dich nicht so an. Der Arm von irgendjemand tut's doch ach. Hier kommen wir dann wohl nicht durch, genau. Hi, Kras, servus. Freut mich ach, dass du es hierher gepackt hast. So, wo finde ich jetzt diese verflixte Kurbel? Eventuell hier im Haufen? Ja komm, wir gehen wieder auf den Haufen. Nee, scheiße, hier finden wir nichts. Wenn irgendjemand natürlich wieder Vorschläge hat, darf er die sehr gerne posten. Dafür sind wir ja ein Stream. Ich sag hier immer, die Let's Plays gestalte ich für euch und die Streams, die gestalten wir zusammen. Deswegen, euer Interaktion ist definitiv gewünscht, bevor ich jetzt hier wieder ewig und 3 Tage in der Pampa rumrenne. Oh, wir machen ein bisschen Schädelkicker. Ah, hier geht's weiter. Ich und Orientierung, ich sag's euch, ich habe sowas von null Orientierungssinn. Bin hundsmiserabel in sowas. Und da haben wir ja anscheinend schon unser Kurbel. Okay, die reißt er jetzt einfach so mal ab. Und? Kurbel wird verwendet, um etwas durch Kurbeln zu öffnen. Was es ist, musst du jedoch selbst herausfinden. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Das war ein richtig geiler Beschreibungstext. Der hat mich richtig weitergebracht in meinem Leben. Dass es hier speichert, sagt man so gar nicht zu grad. Ach, du sind ein paar bucklige Erschiene. Na? Ja, du hast alle Grund zu kotzen, mein Lieber. Den ich aber auch kotze, wenn ich so aussehe würde. Gut, einer ist mal weg. Ah, jetzt sind die ganze Zelle mal endlich aufgegangen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also die Kurbel rauszunehmen hat dafür gesorgt, dass hier alles aufgeht. Das ist schon mal gut. Das hier ist jetzt erstmal fleißig die ganze Krätze sammeln. Bin heute aber nur kurz da, mein Sohn guckt zu und sowas darf er nur kurz ansehen. Wenn es zu brutal wird, muss er ins Bett, ja. Damit er gut schlafen kann, nämlich auch. Das ist absolut verständlich. Das würde ich auch Kindern definitiv nicht zumuten, weil, wie gesagt, das ist ab 18 hier das Spiel. Und ich glaube, für Kinder wäre das teilweise doch arg verstörend. Gerade auch, da ich hier ja nicht so friedlich kommentiere, sondern auch durchaus etwas härtere Sprache spreche und weil ich hier auch durchaus etwas härteres Material habe, passe ich mich natürlich dem an, was ich spiele. Und deswegen kann ich es absolut verstehen, da sollten Kinder, da sollten die nicht zu stark zugucken. Das kann ich absolut befürworten. So, oh, da sind wieder irgendwelche von denen in der Nähe. Ah ja, da ist er. Ach du liebe Zeit, was sind sie mit dir angestellt, Schorsch? So. Hat sich das auch erledigt? Da kam ich ursprünglich her, genau. Das war grüne Suppe vom Schorschei. Und gucken wir mal, was es hier noch gibt. Särge, Schädel.
Und in einer Grabnische befindet sich noch 50 Waffenteile. Selbstverständlich, warum auch nicht? Das nehme ich auch immer mit ins Grab. Und das ist doch noch Pistolenmuni, glaube ich. Yay, 10 Pistolenmunition. Ausgezeichnet. Was haben wir dann noch? Eine eiserne Jungfrau. Sogar noch mit so einem Original-Deckel oben drauf. Wobei das eher die Luxusvariante war im Mittelalter. Muss man auch dazu sagen. Ach, da ist ja noch so einer. Der hat sich anscheinend selber gesehen, weswegen er so kreischt. Ja, jetzt ist doch eh nichts mehr viel, was er kreischen könnte. Schrotmunition hätten wir auch wieder. Das ist sehr gut. Also gerade die Schrotflinte benutze ich bei solchen Spielen unglaublich gern. Und hier gibt es noch eine Tasche. Diese Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Hüter-Armbrustbolzen mitzuführen. Sehr gut. Interessiert ihn nicht. Der will jetzt Chrono Trigger Part 4 sehen. Sorry, nächstes Mal bin ich wieder dabei. Mach's gut, Yankee. Mach's gut, Kra. Viel Spaß bei Chrono Trigger. Ich habe vorhin schon gemeint, dass ich von dieser Musik vom Jahrmarktsfest, von dieser Millennial Fair, durchaus schon sehr mitgerissen bin, weswegen ich häufig einmal mach. Ich mag die Musik, die gefällt mir. Okay, dann habt auf jeden Fall noch einen schönen Abend und genießt ihn. Vielen Dank fürs Reingucken. Verbrannte Seite aus der Freiheit untertan 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen, sei es bei Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale und emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist so gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen es Schicksal. Was auch immer es ist, Leid komme über alle, die sich dem widersetzen. Der scheint ja richtig cool drauf zu sein. Der scheint sie so richtig drauf zu haben, der Mensch. Puh. Bin ich immer gespannt, was das für eine fertige Gestalt wird. Okay. Gut, da muss ich aufkurbeln. Dann haben wir aber hier noch einen Trakt. Da war ich auch noch nicht drin. Da habe ich zwar die ganze Gestalte schon niedergemäht, aber da habe ich nicht alles geholt, was geht. Dann haben voll auf den sein Kadaver drauf geprügelt. Grünes Gel gibt's noch. Ah, ich habe meine Waffe noch. Gut. Ich habe schon gedacht, ich hätte sie jetzt an die Leiche von dem Freako dort verschwendet. Dann gibt es hier noch Schießpulver. Und einen Leichenschrankschlüssel. Sehr schön. Okay. Okay. Das war die Flasche, die ich nicht mehr aufnehmen konnte. Hört doch auf, Kerle. Yes, das Hammel dekadieren. Hört doch auf mit so einem Scheiß. Gut, was haben wir dann noch? Wieder 300 Gel und 20 Waffedele. Allerhaupt, nehme ich alles liebend gern. Gut. Dann müsste es das gewesen sein mit deiner ganzen Gadgets, mit deiner ganzen Zelle, die ich hier schon aufgemacht habe. Dann können wir auch die Kurbel hier verwenden. Und ich habe eigentlich gedacht, die öffnet uns den Weg, aber na gut. Uff damit! Sag mal, was du von Ochs bist. Ochs, das Ding, uff, dass es gerade so kracht und scheppert. Dann mach die dappig Kurbel raus und nimm sie mit. Moment. Toter Mobius Operative wurde protokolliert. Noch so ein Mobi. Na gut. Können wir die nehmen? Ne, die hat anscheinend schon ihren Dienst erfüllt. Natürlich haben wir keinerlei Karte hier in diesen Special-Gebieten. Ich wollte jetzt überlegen zwischen Spezial und Special. Ja, in den Gebieten haben wir offensichtlich nie eine Karte parat, was ich etwas schade finde. Oh, das sind jetzt aber schon die Gutsherrenwohnungen hier im Vergleich zu der anderen Einzimmerwohnungen. Hat das irgendwas zur Sache, dass der so am Bett liegt? Hat das irgendwas zur Sache? Ich hoffe nicht.
Das ist sonst echt etwas verstörend. Moment. Ja, petzen wir uns doch nochmal die Spritzreihe, wenn wir schon da sind. Ist zwar nicht viel Energie, die gefehlt hat, aber wenn der Spritz da ist, die soll man nicht verkummeln lassen, finde ich. Zack. Ach Gott, hier die Präsidenten-Suite mit eigenem Klo, was sogar noch richtig gut in Schuss ist. Nicht schlecht. Das ist mal wirklich die Präsidenten-Suite hier. Na gut, wie schaut's dann hier sonst noch aus? Mr. Mobius. Offenbar ist hier auch noch was. Okay. Ah. Das sieht doch aus, als wäre es protokollierbar. Auf der anderen Seite, man weiß ja auch nie. Ja. Ich weiß, du magst das nicht und ich habe auch keinen Bock darauf, ganz im Ernst. Ich will sowas ja nicht machen. Ich meine, das ist ja nicht so, als ob das mein geliebtester Job wäre. Von daher passt schon, mein Lieber. Für Teufel. Grünes Gel 300. Da unten drunter liegt auch noch... Ah ne, das sind einfach nur Trümmer. Na gut. Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen, nur bitte. Okay. Da ist anscheinend noch eine Jungfrau in Nöten. Ah ja. Da haben wir doch schon den Punkt. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. So, jetzt nochmal. Moment. Nein, noch immer hier. Es war kein Traum. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen, nur bitte. Lassen Sie mich raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Richtig. Wenn auch alles blutig und dreckig ist, Hauptsache das Klo ist sauber. So sieht's aus. Aber das war ja Picobello, das Klo. Yes, das kreien doch nicht, Mädel. Ich werde hier sterben. Ja, dann nimm's mit Würde. Womit habe ich das verdient? Das kann ich dir nicht sagen. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du dich Mobius und Union angeschlossen hast. Erinnerungsfragmente, 15 von 24. Das hier, ach, das ist auch in einem... Ja, okay, hier ist ein Urinstein drin. Na, herzlichen Glückwunsch, aber sonst ist das Ding auch in einem Top-Schuss. Von daher, Hauptsache das Klo passt, ne? Und... Ah, kein Wunder, hier war versperrt. Deswegen mussten wir an dem ehemaligen Mobius-Mitarbeiter vorbei, der jetzt aber zum... So muss das aussehen. So sieht der edles Klo aus. So richtig schön zerschlagen und zerprügelt. Wie schaut es dann hier noch aus? Okay, dann wird hier wahrscheinlich dasselbe Spiel gespielt, dass hier ein Geheimgang ist. Und? Wäsch drauf, Barstel. Und wir holen uns, was übrig ist. Ein paar Waffendealer. Mehr Waffendealer. Schießpulver. Noch Waffendealer. Ach du liebe Zeit, das hört ja gar nicht mehr auf. 195 Waffendealer haben wir gerade. Ach Gott, wir werden ja richtig belohnt hier. Schöner Ritualmord hier. Und, was war da drin? Wetten wir, der andere Gülle-Kasper steht jetzt auf. Und auch wieder so tolles Klo. Schrotmunition. Ja, auf Gülle-Kasper. So wird's gemacht. Bei dir nochmal. Na, okay, der bleibt tot. Sonst wäre der Kopf auch geplatzt. Eieiei. Bisschen Pistole-Munition gibt's hier auch noch. Und ich hätte gern seit grüne Gülle. 300 an der Zahl. Ich würde eigentlich auch ganz gern für diese unglaublich coole Kampffähigkeit mit dem Slow-Motion sparen, um ehrlich zu sein. So, wie schaut es denn hier noch aus?
Haben wir noch mehr als genug. Das ist sehr gut. Ich benutze die Schrotflinte sowieso unglaublich gern. Aber am allerliebsten benutze ich, wenn möglich, das Snipergewehr. Ich liebe Snipergewehre. In jedem Spiel, was einen Shooter hat, mache ich am liebsten Scharfschützer. Ich bin nicht der Allerbeste, vor allem, weil ich nicht schnell zielen kann. Aber wenn ich mal richtig ziele, dann setzen die Dinger. Das sehen ihr ja selber auch. Ab und zu habe ich halt auch immer mal wieder einen schönen Glückstreffer dabei. Also da ohne finde ich jetzt Wurstsup. Was geht hier vor? Und gute Riesling finde ich da ohne auch. Erlaub. Ich hoffe, das ist es wert. Aber denn, ich glaube, den Riesling da ohne will ich nicht trinken, wenn ich mal so angucke, was hier an Flüssigkeit durch die Gegend schwappelt. Also nee, ich glaube, dem sein Riesling will ich nicht, das ist ein beschissener Jahrgang. Und außerdem, ich glaube, der pfuscht bei der Leser. Schön, dass die Treppe so viel aushalten und die Leder. Muss ich auch wieder dazu sagen, für alle, die es noch nicht kennen bei mir. Leder auf Pfälzisch ist Leiter und das Material Leder ist Leder. Deswegen erkläre ich das lieber noch einmal für Leute, die mich eventuell noch nicht so sehr gucken. Deswegen auch Hymne der Verzweiflung heute. Ja, der scheint wohl gewusst zu haben, dass ich meine Episode so nenne. Das ist tatsächlich etwas spontan gewesen. Ich versuchte ja immer irgendwelche klassische Musikstücke, sowas wie eine Hymne und so, oder Sonate und so weiter und so fort. Oder dass ich das halt mit so einem Musikstück immer probiere und dann Schrecken, Verzweiflung, Wahnsinn, irgendwas halt in der Art. Deswegen Hymne der Verzweiflung fand ich für heute sehr schön. Ich finde es auch schön, dass der Typ das aufgreift und meinen Titel hier nochmal so schön würdigt. Oh je, das kennen wir noch aus dem Erster. Da hatten wir das einmal häufiger mit diesen Perspektivenwechsel. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles deine Schuld. Du bist ein Versager. Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben den Schlüssel zur Linderung ihrer Qual. Ich kann sie zum Schloss führen. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Und warum schleiche ich jetzt? Was viel wichtiger ist. Du hast dich geweigert zu sehen. Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du hast ihr nicht geholfen. Du hast dich geweigert zu sehen. Du hast deine Augen geschlossen vor der Wahrheit. Ja, immer dasselbe. Kann ich mich auch einfach aufstellen wieder? Also schleichen muss ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Da rennen wir doch mal zum Haus rüber. Das ist ja anscheinend sein Wohnhaus. Oh, bitte krieg jetzt Gefratze oder so. Ist das? Bitte kein Jumpscare oder sowas. Okay. Am ekligsten finde ich das immer bei Kindern, wenn die dann so Fratze kriegen oder so und dann rumkreischen. Geh fort, du Magma-Gestalt. Ekelhafter Typ. Und ich habe wohl richtig gelegen von wegen, dass jetzt das Hauptmotiv Feuer sein sollte. Hohoho. Das war mal ein Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk. Ausgezeichnet. Arena haben wir gepackt. Und ich finde es auch saugeil, wie dann diese Türe so aufgehen, wie die Backsteine sich dann so wegschieben. Das ist auch sehr geil animiert. 500 Brei bringen die. Das ist auch nicht verkehrt. Wenn man bedenkt, dass so ein Otto normal
Erste-Hilfe-Koffer im Achtkrieg. Cool. Dass so ein Otto-Normal-Ruheloser so 200 bis 300 Brüh bringt, sind diese Magma-Feuerwerk-Kumpels doch durchaus nicht verkehrt mit ihrer 500 Sub. Und ansonsten, was haben wir da noch drin? In dem Sarg? Ja, nichts. Ja, irgendwie ist es schade, weil die Taschenlampe macht eigentlich schon fast die Atmosphäre von dem Ganzen hier kaputt. Deswegen, man sollte eigentlich die Taschenlampe so wenig wie möglich benutzen. Auf der anderen Seite will ich halt alles finden. Aber dieses kalte weiße Licht, das macht halt auf der anderen Seite irgendwie auch die Stimmung kaputt. Gerade weil das Ganze hier von dem Motiv Feuer lebt, macht es natürlich auch einen großen Teil, trägt es einen großen Teil dazu bei, dass die Beleuchtung halt auch immer so aus Fackeln besteht. Ah, Mann. Okay. Stefano hat sich hier widersetzt. War mir ein Dorn im Auge. Noch Schrotmunition, gut. Von ihm entfernt. Dafür werden sie belohnt. Mit einem schnellen Tod, wie das jeder Bösewicht sagt, ne? Die kannten sich. Ja, wie ich schon vermute. Boah, das ist so cool gemacht mit einer Steiner. Das gefällt mir echt, wie die sich wie so einen Vorhang wegbewegen. Das ist sehr cool. Und ja, wie ich schon ganz am Anfang vermutet habe, dass der Hansel jetzt der Auftraggeber vom Stefano ist, aber der Stefano wollte sich ja widersetzen und wollte Lilly, sprich der Kern, für seine eigene kranke Scheiße haben. Und der Typ war wahrscheinlich der Auftraggeber. Und jeder 0815-Böse sagt dir immer, ihr werdet belohnt mit einem schnellen Tod. Oh Mann, ich kann's nicht hören. Ich hoffe, der sagt sowas auch nicht, sondern meint wirklich die Belohnung. Wahrscheinlich nur in seinem kranken Spektrum, was er aufbietet, von wegen, dass ich Erkenntnis kriege oder irgend so ein Scheiß. Ah, endlich. Können wir wieder zu unserem Ort zurückkehren. Aber wir haben immer noch gekartet. Das heißt, wir sind auch nicht mehr in Union, weil nur in Union haben wir ja die Karte. Das ist aber wieder so ein Special-Gebiet von diesem Bösewicht. Oh, nee. Das passt sich jetzt natürlich auch wieder der Szenerie an. Weil jetzt ist hier im Büro auch nur die Kerzebeleuchtung. Alter, alles voller Blut. Und dieses Zeichen natürlich auch. Speichern kann ich auch eigentlich. Ist das Ketzel noch hier? Ketzel. Ketzel? Wo bist du dann? Ich hoffe, dem Ketzel ist nichts passiert. Das finde ich eigentlich echt goldig, auch wenn es rote Haare hat. Naja. Schauen wir nochmal kurz hier vorbei. Beim Dia-Projektor, da können wir den gar nicht. Ne, den Dia-Projektor können wir nicht benutzen, solange wir noch in der Welt von dem Freak drin sind. Dann gucken wir mal, was wir mit 250 Waffenteiler hier kriegen. Wir könnten aber zuerst einmal unsere Munition wieder aufstocken. Und nach hier könnte man das durchaus machen. Oh, du geht mit mir als Anna. Schade, mehr Schießpulver habe ich nämlich parat. Dann schauen wir mal. 250 Waffendealer. Damit kriege ich das auf jeden Fall nicht hier. Die Magazingröße könnte ich ein bisschen ändern, oder? 120. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen mehr Magazinreihe, weil mit dem das verwende ich durchaus sehr häufig. Die Feuerrate und die Nachladezeit. Ja, gucken wir erstmal, was ich bei der Flinte noch machen kann. Für 140, nee, das geht leider nicht mehr. Nachladezeit, was ist denn das hier? Sturmschütze erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Nee, das habe ich leider auch nicht parat. Feuerkraft kann ich sowieso vergessen. Und hier Magazingröße, kriegen wir da was? Hier für 80. Ja gut. Das ist solide. Gut. Das war es erstmal da damit. Dann schauen wir mal, was ich da eventuell hier krieg. Und Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. natürlich. So, jetzt machen wir erstmal hier auf. Und zwar den hier. Ein Medizinkoffer. Na gut, das war jetzt dann gerade so die beste Ausbeute. Was haben wir dann da noch drin? Ah, Schrotmunition. Die nehme ich doch liebend gern. Und hier unten haben wir noch irgendwas Stecker? Eine Spritze. Aber haben wir gerade auch alles voll. Na gut.
Und hier? Sie werden immer stärker. Ja, das ist Aber ja auch es wird gut. hier auch immer gefährlicher. Es ist keine Schande, sich auch mal zu verstecken. Und ich kann Ihnen dabei helfen. Das hätte ich eigentlich unglaublich gern für 75.000, aber das ist schon echt Wucher. Regenerierst mehr Gesundheit. Maximum der Ausdaueranzeige. Ja, komm. Das können wir definitiv gebrauchen. Regeneration beschleunigt. List benutze ich eh so gut wie gar nicht. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, sodass Gegner langsamer Verdacht schöpfen. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Du bewegst dich nochmal schneller in geduckter Haltung. Und hier Raubtier. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einen Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Und Hinterhalt. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Nicht verkehrt eigentlich. Deine Schritte verursachen noch viel weniger Geräusche, sodass Gegner sehr viel langsamer Verdacht schöpfen. Na gut. Dann haben wir halt das. Und machen wir auch das noch dazu. Dann passt es auch. Da haben wir noch ein bisschen in List geskillt. Und sind du auch kein vollkommener Trottel mehr. Testen wir doch gleich mal, oder? Jum, 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 jum. Krebsgang, Krebsgang. Okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus soweit. Dann kann ich hier auch nochmal speichern. Was ich auf jeden Fall bevorzuge würde. Machen wir doch einen neuen Speicherplatz dafür. Ist ja immer hier Kapitel 9 das Ganze. Ein anderes Übel. So. Wo ist denn mein Spichel? Wo ist denn mein Spichel? Dort drüber ist er. Okay. Dann auf ins Abenteuer. Von do kamen wir. Siehst, hier geht's weiter. Arena. Oho. Das schreit doch noch Arena, oder? Das schreit wirklich geradezu noch Arena. Scheiße. Kraut haben wir hier noch. Natürlich hier in so einem ausgehöhlten Thorax-Bereich. Köstlich. Da gehört Kraut natürlich hier. Ah, da ist die Wurstsuppe, die ich wollte. Ja, die ist noch ganz frisch. Ich glaube, ich verzichte aber mal lieber drauf. Die Wurstsuppe, die ist mal ein bisschen zu roh. Die ist nicht besonders schön gemacht. Okay, was haben wir dann noch hier? Ein bisschen Kraut. Und? Verschlossen. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Der wird wahrscheinlich Oversight basteln. Okay. Das heißt, wir müssen da wieder hochkraxeln. Oder muss ich das auf der anderen Seite? Ah ja. Geht nur von der Seite. Na gut. Akzeptiert. Dann hoch mit dir. Und... Oh je, das sind mehrere Kurbel. Das ist jetzt die Frucht. Ich befürchte irgendwie einen Arena-Kampf, wenn ich die falsch drehe. Gerade mal gucken, da neben ist nichts mehr. Nee, okay. Dann ist da auch nichts mehr, was ich abluchsen könnte. Oder probieren wir halt die äußere. Aber gut, es zeigt wenigstens was Sache ist. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich dieses Symbol kreieren. So, nein. Arschl, du Blödmann, hör doch auf. Aber zurück. Ich glaube so rum, oder? Dann lass mal gut sein. Ach so, das Ding verwendet beide. Okay. Ich habe noch gerade absolut keinen Plan, was ich hier mache. Ich weiß, dass es dieses Symbol geben muss. Aber trotzdem. So sieht es doch irgendwie ganz gut aus, oder?
Warte mal, das kriegen wir schon hier. So sieht doch noch was aus, oder? Ich glaube, irgendwie ist es in die falsche Richtung, kann das sein? Nee, das andere stimmt noch nicht ganz. So. Das stimmt noch nicht so ganz. Quatsch, nicht das, sondern das hier. Das stimmt noch nicht so ganz. Das andere können wir immer noch korrigieren. Noch einmal. Was machst du denn, du Bastel? Egal, komm. Kriegen wir alles hier. Kriegen wir alles hier. Hallo? Nicht immer in die andere Richtung. So rum. Und noch einmal einer. Bastel. Sag mal, ist der zu blöd, um aus dem Bus zu winken hier, der Kerl? Ich mach doch immer in dieselbe Richtung. Noch einmal. Und der macht immer in die andere Richtung. Noch einmal. Das gibt's doch gar nicht. Der kann immer nur noch dort oder noch dort gehen. Das ist immer ultra ätzend. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Was soll das? Was soll denn das? Ach schon, du von Quatsch. Eventuell muss ich das Ding hier nochmal anders positionieren. Was macht er dann? Sebastian, immer in die gleiche Richtung drehen. Ich benutze das Rad immer in derselben Richtung. So, jetzt probieren wir das nochmal, dasselbe Spiel hier bei dem Ding. So, noch links. A-Tippe reicht schon. Gut, noch einmal. A-Tippe noch links. Ja, so wird ein Schuh draus. Alle hopp. So dürfte man es doch richtig haben, oder? Das dürfte doch stimmen, oder? Oder sehe ich das irgendwie völlig falsch? Nee. So passt's nicht. Oder? Wie sieht denn das Symbol nochmal aus? Verdammt nochmal. Jetzt gerade nochmal gucken, wie das so aussieht. Eventuell nochmal in die andere Richtung. Vielleicht doch so. Nochmal. Bastel. Ja, so sieht's doch eher noch was aus, als würden die Linie richtig weitergehen. Noch einmal. Und noch einmal. Ja, so sieht's doch wieder eher aus, als würden die Linie gescheit weitergehen. Jetzt das Ding nochmal drehen. Dass es auch so runter geht. Okay. Und? Jetzt müsste das Ding doch passen, oder? Glaube ich zumindest. Gucken wir es uns nochmal von unten an. Weil normalerweise müsste sowas, wenn es gelöst ist, eigentlich sofort irgendwas auslösen. Ach, da ist es nochmal abgebildet. Okay. Das muss von over durchbohrt sein, ja. Dann over. Nee, das stimmt so nicht. Das braucht über Kreuz. Ja, so muss das aussehen. So wie hier. Da stimmt's. Aber da stimmt er nicht. Oder? Doch. Da stimmt er eigentlich. Ach, doch, natürlich. Da stimmt er. Ach. Das schließt doch alles hier mit den Dinger überall. Das passt schon soweit. Aber wo ist dann das Problem? Das stimmt alles mit den Teile überall. Können wir das hier irgendwie umstumpen drauf oder so, oder? Müssen wir da eventuell runterschießen, oder was? Nö. Aber das müsste doch eigentlich passen. Der ist over abgeknickt, der ist unten abgeknickt.
Der hat seinen Abschluss und der hat seinen Abschluss. Das A geht auf jeden Fall. Ist durchbohrt und ist noch ohne hier geöffnet. In so einer Art Mini-Piece-Zeicher. Also stimmt schon. Ich wüsste jetzt nicht, wo der Fehler liegt. Also hier müsste eigentlich alles gemacht sein. Eventuell muss ich noch irgendwo nochmal irgendeine Sub reingießen oder so. Jetzt bin ich gerade etwas ratlos. Wenn es Lösungsvorschläge gibt, selbstverständlich meldet. Das ist sehr gern gesehen. Ah, apropos, da ist noch was. So. Nur so nebenbei mal. Da drüber war nichts, oder? Nee, das ist nur eine Kerze. Ah, da ist das Symbol auch nochmal dargestellt. Aber ich glaube, es muss tatsächlich andersrum, oder? Nee, das kann ja gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, dass es andersrum muss, oder? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich muss es doch andersrum. Na gut. Aber vorher sammle ich nochmal den Leiche-Schrankschlüssel ein. Und dann drehe ich es nochmal um. Swapper. Das kriegen wir schon noch hier. Also sorry, wenn ich da auch ein bisschen länger brauche. Es ist halt einfach ein Blind Let's Play. Und das braucht alles einfach seine Zeit. So. Jetzt sind wir da hoch. Dum, 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 dum. So. Okay. Jetzt noch einmal. Das muss genau in die andere Richtung. So. Das muss genau in die Richtung. Das andere, das passt. Und das muss jetzt noch ein bisschen korrigiert werden. Und noch einmal. So müsste aber passen jetzt. Oder? Nee, immer noch nicht. Dann eventuell noch das andere Ding. Eventuell noch so. Ja. Na also. Blut kommt jetzt durch. Mann, 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 Mann. Ich merke, dass mein eigener PC unglaublich hinterherhängt. So. Also mein Internet ist gerade echt nicht schnellster. Beziehungsweise mein PC laggt wie Sau. Gut, jetzt haben wir das geöffnet. War doch nur ein perspektivisches Problem. Das kann immer mal wieder passieren. Aber es hat jetzt funktioniert. Ich hab's gelöst. Sogar ohne Hilfe. Das ist schon nicht schlecht. Kann ich selten behaupten, dass ich sowas mal ohne Hilfe krieg. Ach ja. Sehr schön. Das sieht schon aus wie festgetreten hier, das Blut. Ach Gott, wie eklig. Na gut, dann gehen wir mal da rein und genießen noch die Wurstsuppe, die wir hier durch das Wasser hindurch fließen lassen. So ein köstlicher, ausgefranster Torsen. Wer mag es nicht? Wieder das Zeichen. Und wieder Feuer. Arena, oder? Kann ich drauf wetten. Das ist längst überfällig, so Arena.
Sebastian Castellanos. Endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Oh je. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben Sie das. So gehen Sie mit jeder Herausforderung in Ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste doch einmal Ihren Verstand. Niemals. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es Ihnen ja sagen. Aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lily führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Okay, achte Pareteo hat hier anscheinend seine Macht. Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt Sie in jedem Augenblick. Ich habe es Ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Ich würde mal sagen, der ist jetzt mal interessant. Und jetzt? Der ist zwar auch wahnsinnig, der Pareteo, aber der ist auf eine andere Art Sieh an, wer endlich wahnsinnig. wach ist. Wurde auch Zeit. Interessant irgendwie, der Ich Mensch. könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Und wer ist das jetzt? Und was geht hier ab und warum? Kümmere dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Okay. Kapitel 10. Teufel geht Versteckt im Stem. Wir können später reden. Konzentrier dich Ups. aufs Überleben. Oh je. Das nimmt ja überhaupt kein Ende. Ja doch, uff. Das lief doch so gut vorher, bevor ich mitgemacht habe. Das hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Wieder mehr Schnapp dir ein paar Pistolenmunition. Da kommen noch mehr. Okay. Ja, sollte ich Aber besser wenn das hier machen. vorbei ist, will ich Antworten haben. Okay. Da könnte man noch was anzünden. Ich hoffe, wir kriegen bald ein Maschinengewehr. Das wäre nett. Ups. Zack, wieder einer weniger. Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Okay, die haben anscheinend nur Pistolenmunition. Die hier ist einfach nur Frau. Unser Verbündete. Ups. So wie beim Columbo, wo der Hund einfach nur Hund heißt. Und Mist, die sind überall. ja, mach Nicht Sache. zusammenrotten. Wo sind sie dann jetzt? Anscheinend dort.
Uiuiuiui. Kopfschuss, verbraucht weniger Munition. Oder einfach nur mit der Flinte. Flinte ist natürlich immer gut. Das verbraucht auch weniger Munition und ist äußerst effektiv. Das ist die Waffe für Idioten, die sonst nichts können. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Ah, die kommen wahrscheinlich mit so einem Fat Bob oder sowas jetzt. Ah. Irgend so ein Fat Joe ist jetzt... Ui, so einer wieder. Töte sie einfach. Die sind äußerst hassenswert. Und hier ein bisschen grünes Gel dabei. Ach, es bewegt sich ja immer noch. Cat Dog, haben sie gesagt bei meinem ersten Stream zu den Viecher. Okay, das waren die letzte oder das jetzt kommen noch die letzte? Wir müssen weiter. Okay, Hier lang. jetzt ist aber ganz die Schrotmunition schon wieder weg. Scheiße. Hätte ich doch vielleicht lieber nur Pistole benutzen sollen. So what? Raus komme ich eh nicht. Ja, was der Pareteo angeht, wie gesagt, ich halte nicht besonders viel von solcher religiöse Fanatiker-Spinner. Das war ja auch beim Sekte-A-Führer bei Outlast 2 so, der, wie hieß er dann, der Papa Knot, genau. Und meine Fresse, das sind meistens immer extrem gefährliche Freaks und Psychos. Und dann finde ich irgendwie vom Design irgendwie auch recht cool, dass der schwarze Mann mit Glatze und Brandnarbe mit im etwas fortgeschritteneren Alter halt schon mit leicht grauer Haar dargestellt wird. Der sieht eigentlich schon recht cool aus, der Typ, aber wird wahrscheinlich ein irrer Psycho sein, wie die andere. Ach, Stefano war ja eher so ein jugendlicher Ästhet. Und Nicht, bin ich mal gespannt, was noch alles so für Gegner Ich kommen. bin Esmeralda Torres. Ah, okay. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Klingt nicht sehr begeistert. Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Das ist gut. Wir können unterwegs reden. Na los. Trophäe erhalten in Kupfer. Noch ein freundliches Gesicht. Folge Torres zu ihrem Unterschlupf. Das mache ich doch liebend gerne. Aber vorher würde ich gerne noch von deiner Kreatur sammeln, was geht. Sieht soweit in Ordnung aus. Na gut, Esmeralda. Union Landschaftsschutzgebiet. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also Moment. Warte. Was für ein Plan? Lilly hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Die setzt wohl auch auf mehrere Pferde, die Kidman. Also ihr traue ich nach wie vor nicht. Ich bin auch nicht bereit, Kidman zu trauen. Die ist so aalglatt und eiskalt, deswegen traue ich derer nicht wirklich. Scheiße. Lass mich Definiere raten. Scheiße. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Natürlich, es gibt immer einen anderen Weg. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben. Na gut, müssen wir uns erstmal durchschlagen, oder? Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Der Klassiker. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich Schieb helfen. den Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Gut. Hab ihn. Danke. Gut. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Das stimmt allerdings. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Da. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen. Und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du Ach, solltest die Aussicht stolz könnte auf deine schlechter Frau sein, denke ich. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht.
Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lilly hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erst mal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Das sieht jetzt auch nicht so gut aus, oder? Räuberleiter. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Ah, jo. Natürlich. Bereit? Das ist bei denen immer so beim ersten Mal sofort klappt. Ja, alles okay. Steht wahrscheinlich, hätte man den Sprung auf die Handfläche schaffen, geschweige denn jemand hoch zu wuchten. Hey, willst du mich hier zurücklassen? Ja. Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Oh Gott, der kann aber auch springen hier, der Kerl. Du bist jetzt Teil des Plans. Teil des Plans, Plan. Teil von uns. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir 4. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lilly nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lilly haben, wollten Theodore und ich Lilly rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? So Pläne sind nie einfach. Oh nein. Was ist jetzt schon wieder schiefgegangen? So nebenbei nochmal gucken, ob ich irgendwo noch was verpasst habe oder so. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Also. Was ist? In Unterschlupf. Scheiße. Probleme. Da. Schnell, mir nach. Okay, da ist er. Und? Das macht er alles von sich aus jetzt. Ja, das scheint wohl die Leid vom Theo zu sein. Alles, was mit Feuer zu tun hat, ist wohl ein Theo sein Gebiet. Der ist sogar schon mit seiner So viel zu Gasmaske seinem verschmolzen. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Ich will hoffen, dass es ein Banner Geh ist. voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay, hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Jetzt haben wir auch wenigstens eine Karte wieder mit dabei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das macht auf jeden Fall sehr viel mehr. Versteckt im Stem. Erreiche den Eingang zu Torres Unterschlupf. Ja, das ist auf jeden Fall wieder sehr viel schöner, wenn wir hier eine Karte auch haben. Und nicht mehr in dem Psychopathengebiet sind, in dem eigenen. Das finde ich immer etwas übel, wenn wir in so einem Spezialgebiet von so einem Psycho drin sind. So. Okay, der kommt jetzt in unsere Richtung. Und... Ups. Ach, scheiße. Das kann einfach nicht funktionieren, der Quatsch. Ich bin einfach nicht der Mensch für Schleichangriff, scheiße. Ich bin der Mann für auf die Schniss-Action. So. Bleib, hässlicher Mistkerl!
Der gibt hoffentlich wieder 500 Sub. Okay, die andere Hands anscheinend nicht mitkriegt. Sehr schön, dass die sich von selber auflösen. Das finde ich sehr dankbar. Und die anderen Freaks sind noch irgendwo unterwegs. Wenn ich jetzt mal den hier gekriegt habe, das war ja schon ziemlich fail. Von daher schauen wir mal, wie es bei der anderen aussieht. Wie ich die irgendwie hinkrieg. Okay, jetzt leise, 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 leise. Sonst wird's tierisch scheiße für mich. Wo ist er dann? Der Wow. Ich weiß gar nicht, wo steckt... Ah, dahinter steckt er. Okay. Komm her. Ah, der andere ist direkt gegenüber von ihm. Das ist nicht gut. Okay. Der sieht mich nicht. Jetzt dreht er sich gleich um. Nee. Und ich hoffe, es funktioniert. Ach, Scheiße. Ach, so eine Scheiße, verdammt nochmal. Ich bin einfach nicht gut im... Oh Gott, ich bin nicht gut in sowas. Ich glaube, ihr habt die größte Freude bei mir, wenn ich mal Assassin's Creed spielen sollte oder so. Ich kann sowas einfach nicht. Scheiße. Nee, das ganze Rumgeschleiche, das ist einfach nicht meine Welt. Ich war immer eher der Haut drauf und mach's irgendwie im Kampf-Typ. Und nicht der heimlich Hinetra und Schleiche und heimlich Morde-Typ. Das kann ich einfach nicht. Ist ja nicht so, als ob ich es probieren würde. Hin und wieder gelingt es ja auch mal bei Spielern. Aber meistens gelingt es mir halt einfach nicht, weil ich in sowas nicht besonders gut bin. Okay, der Flammenwerfer-Typ steht noch aus. Wo auch immer der sich gerade rumtreibt. 30 Waffendealer. Also der Flammenwerfermann fehlt auf jeden Fall noch. Ups. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Oh, der hätte doch auf zu brennen, Mann, wenn ich dich abmurkse will, du Scheißkerl. So, jetzt aber. Jetzt dreht er sich genau um, nämlich A. Das hat sogar mal geklappt. Ich konnte sogar mal einen Schleichangriff ausführen. Wer hätte es gedacht? Trophäe erhalten. Der Schrecken, der die Nacht durchflattert, nämlich mal. Soll das heißen, der die Nack. Sehe ich nämlich nur. Ach ja. Weil ich einmal einen Schleichangriff gekriegt habe. Gleich mal wieder Trophäe verdient dafür. Das ist doch einmal wieder Zufall. Okay, ist hier irgendwas Tolles oder... Gerade auf die Karte gucke. Ja, da geht's eher zu dem Gebiet, wo wir hier sollen. Das ist dann das optionale Gebiet. Gut, der fusselt wieder vor sich hier. Dann sollte ich den Hansel möglichst abmurksen, wenn er nicht am Fusseln ist. Jetzt zum Beispiel Fusselzeit. Okay, einer erschliche, der andere wird erschossen. Das sehe ich genauso. Und 4 Schießpulver gibt es auf 3. Und der erste gibt noch 500 Sub. Sehr schön. Der hat aber auch noch ein bisschen Schießpulver fallen lassen. 7 Schießpulver. Gewitter erleiht. Okay, hier geht es aber auch nicht weiter. Du siehst, wir können jetzt auch nur noch im Hauptweg folgen. Na gut, da liegt aber auch noch was. Ah, Flasche. Na gut, Flasche haben wir mehr als genug und ich verwende die auch nie. Eventuell auch ein Grund, warum die mich ständig erwischen, wenn ich versuche zu schleichen. Ist hier eventuell noch was? Ja, tatsächlich. Eine Tasche für Präzisionsgewehrmunition. Diese Nylontasche wird verwendet, um zusätzliche Präzisionsgewehrmunition mitzuführen. Joink. Sehr schön.
Glücklicherweise stolper ich dort drüber über die Dinger. Kann ja auch mal sein, dass ich mal eine übersehe habe. Aber irgendwie habe ich immer Schwein bei sowas. Gerade bei deiner Tasche. Wäre ich jetzt einfach nicht aus Jux und Dollarei hier raufgeklettert, hätte ich es nicht gefunden. Ah, Waffendealer. Motor, man findet immer wieder was Neues. Apropos, du befindest sich auch noch was. Wollen wir auch nochmal die Waffendealer. Perfekt. Dann können wir du auch zum rote Fetze gehen. Ich hoffe wirklich, das ist einfach nur ein Stofffetzer. Ja, nicht irgendwelche Gedärme oder so ein Scheiß. Das ist auch sehr unauffällig hier. Aber, na gut. Wo ist sie dann, die Esmeralda Torres? Dann mach doch mal auf. Sei mal gut die Gastgeberin. Oder geht's nicht, weil, was weiß ich, Vergründer. Ah, ne, du hast auch nochmal Kraut. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. So, nun muss ich mit ihr sprechen, oder was? Ja. Na gut. Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Ja, Entschuldigung, aber so bin ich halt. Gut. Wir hätten sie trotzdem gepackt, oder? Von daher nicht beschwere Mädel. Nochmal runde Zu Bobbesklotzer. Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal. Flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Oh Der ist Gott. harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Na gut, dann will ich aber nichts Sache dazu. Ich meine, das ist immer hier ihren Unterschlupf. Die wird schon wissen, was sie nur macht. Und? Ah ja. Einfach nur Also, weiter. Was machen wir mit Theodor? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodor zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodor. Ja, aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian, wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Sehr gut. Gut. Und Lilly? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht, ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht, jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Okay. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodor gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Oh, Halt die hopp. Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Erstmal einen Kaffee trinke, das ist immer das Wichtigste. Kapitel 11. Neu verbunden. So, ja. Durchquere das Mark und finde einen Weg zurück zu O'Neill. Na klasse. Waffendealer 60 sogar. Schießpulver, nicht schlecht. Pistole-Munition, Sicherung. Schrotmunition gibt's auch noch. Rauchpulver haben wir noch hier. Ja, Gewitterleid. Das ist nicht verkehrt, was wir hier noch hin.
Du geht's wahrscheinlich zum Mark. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept, und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan. Etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier herauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme was da wolle. Aber es ist so offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hereingeschickt wird. Tja, das war wohl der Bastel, den sie da gemeint hat. Mein Zimmer. Moment. So, jetzt hat was im Auge gejuckt. So. Okay. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich hier nicht... Ja, genau. Hier wollte ich erstmal aufmachen. Gut, dass die Dinger auch wieder online sind. Und was haben wir Durchscheinendes drin? Kältebolzen. Dieser Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in 1000 Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulver hergestellt werden. Schick, schick. Dann speichere ich erstmal wieder an der Stelle. Und ja, du kannst jetzt drüber schreiben, weil das ist jetzt eh egal. So viel war doch jetzt auch nicht los. Neu verbunden. Okay. Dann geht's eventuell zum Zimmer hier rein. Neva Mark. Wäre das nicht schlecht, wenn hier noch ein Spiegel wäre. Und da ist nichts drin. Schauen wir doch einfach mal. Nada. Niente und noch viel weniger. Ja, da geht's mal nirgends weiter. Hochklettern ist hier auch nicht. Wie mache ich jetzt was? Gerade mal auf die Karte gucke. Da ist dann hier Unterschlupfspeicherpunkt Spiegel Kaffeemaschine. Okay. Wo ist denn der Spiegel? Ah, du geht's dann wahrscheinlich rein, oder? Ja, sehr schön. Ein hochwertiges Waffenteil haben wir noch gekriegt. Und da ist nix. Dann gehen wir nochmal hier rein zu der Sache, die mir möglicherweise helfen können. Gut, das Symbol ist jetzt wenigstens wieder weg und verschwunden. Also glücklicherweise hat der Nimi Zugriff auf mein Zimmer. Weswegen auch die Katze wieder da ist. Glücklicherweise hat die auch überlebt. Das freut mich. Okay, was gibt's dann hier noch? Was mir die Kidman hinterlassen hat in meinem Zimmer. Schnell der Auftreter. Und was haben wir hier? Dia. Als Relikt aus der Zeit, ja, bla bla bla. Das ist immer wieder dasselbe nur. 6 von 11 Dias haben wir gekriegt. Da habe ich es ja heute sehr drüber gehabt, dass ich Dias doch sehr schätze. Und dass ich das auch sehr cool finde. Und ja, mir gefallen Dias einfach. Gut. Schauen wir mal. Benutzen das. Und gucken mal, was wir finden dabei. Was hier so angeblich nutzen soll. Wir haben bisher Kens verpasst, wie es aussieht. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst am KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe.
und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Aber wenn die ganze Zeit im Jugendknast war und die von Mobius haben sie aus dem Jugendknast rekrutiert, ich meine, dann kann die jetzt auch nicht so... Kätzchen. Ja, genau, danke Ketzel. Da kann die jetzt auch nicht gerade so der Bringer gewesen sein, was Techniker und Skills und so weiter angeht. Muss sie wohl gelernt haben, die müssen wohl einfach nur das Potenzial von ihr erkannt haben. Naja, so what. Machen wir erstmal hier Schrotmunition wieder. Und dann... gucken wir mit einer 275, können wir bestimmt irgendwas Lustiges darstellen. Könnten wir hier die 400. Das ist schon gewaltig. Bei der Flinte 480 Gewittererleid. Und ja, 80 Waffeteiler. Moment. Was war das hier ohne nochmal? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Ja, komm, das setzen wir mal ein. Und dafür brauchen wir eher mehr als genug Magazin. Jetzt ist halt die Frage, entweder für die Flinte oder fürs Präzisionsgewehr. Lassen wir das erste Mal, oder? Reichweite. Bräuchte man dafür noch was? Ah, Explosivbolzen. 160 Teile. Ne, lassen wir erst einmal. Lassen wir doch erst einmal. Da haben wir, glaube ich, noch einen Schlüssel für den Schrank kriegt. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Ach was. So, dann gehen wir jetzt gerade fächerförmig in die andere Richtung hoch. Und hin hier nochmal 100 Waffendealer. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Dann gucken wir gerade nochmal rein. Waffenverbesserung für die Schrotflinte. 140 Magazinkapazität. Erhöhen wir doch das erste Mal. Und ich glaube, da muss ich tatsächlich mal das hochwertige Waffenteil dafür verwenden. Ja, weil ich die Flinte so mag. Zack, machen wir das so. Das ist doch in Ordnung soweit. Okay, sehr schön. Bei der Flinte kann ich eh nichts falsch machen, finde ich. Weil das ist eine sehr, sehr geile Waffe. Ich mag das total. So, dann speichern wir hier nochmal. Und ja, ich will Überschreiber. Joink. Wunderbar. Dann Reihe. Union Landschaftsschutzgebiet. Ach ja. So. Zack. Ah ja, da geht's hier weiter. Zum Mark geht's hier rein. Na gut, dann das Mark Anlagen. Hoffen wir, dass das Mark noch da ist. Ja, nicht, dass der Parateo das auch irgendwie korrumpiert hat. Also anscheinend gibt es ja wohl 3 Missetäter hier. Der Stefano, der ist schon tot. Der Parateo, das wird unser nächster Boss. Und Myra. Dann dürfte uns eigentlich niemand mehr im Weg stehen, außer Kidman möglicherweise. Und irgendwie vermute ich es doch stark, dass Kidman da noch irgendwie negativ auf sich aufmerksam machen wird. Ah, so. Ausgang 72, wie es gesagt hat. Waffendealer. Was war dann hier zu öffnen? Ah, hier.
Noch ein paar kleine Waffendealer. Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssigereinheit wird in Laboren verwendet, um Gase durch Kühlung zu verflüssigen. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Nicht verkehrt. Hier haben wir doch bestimmt auch wieder Karte, oder? Ja, okay. Du sind wir in einem ganz neuen Gebiet wieder. Hoffentlich kommen da nicht wieder die Sperma-Kreaturen hier im Mark. Beim letzten Mal waren das ja diese ekelhafte Sperma-Glipper-Kreaturen. Schaut's dann hier aus? Oh je. Machen wir die mal weg. Ah ja. So passt das. Gut. Scheiße. Theodor muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Ja, das sieht schon sehr reizend aus. Ich sollte mal nachsehen. Überall verbrannte Witter. Moment, das wollte ich. Hier ist nix. Moment. Ja. Toter Mobius Operative wurde protokolliert. In der Richtung tatsächlich. Okay, ich achte irgendwie drauf. Ja, das ist wieder die Theo-Praxis. Viel Blut, viel verkohlte Leiche, viel Kerze, viel eklig und alles. Ein Dia, sehr schön. Das war ja auch nicht so übersehe, das Dia. Ausgang 5. Warte mal. Da muss was sein. Da muss ein toter Moby sein. Da ist er. Der Spritz hat er noch bei sich. Ja, der bringt uns aber nichts, weil die Spritz kann ich nicht aufnehmen. Sorry. Wie schaut's hier aus? Na gut. Oh ja, lass doch mal los, Bastel. So, dann gucken wir jetzt gerade nochmal. Da könnten wir... Was sind wir dann überhaupt? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir gerade unterwegs sind. Egal. Nochmal hier reingucken. Als Skelett. Reizend. Ganz bezaubernd. Da geht es auf jeden Fall wieder zum nächsten Versteck hier. Zum nächsten Unterschlupf. Das ist Hoffmans, oder? Hoffmann, sind Sie da? Resonanz wurde protokolliert. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Und ich mag mal daneben in das Loch reinkriechen, was hier noch war. Bei dem toten Mobius Operative. Hier war nämlich noch sowas. Okay. Ah, da haben wir noch eine schöne Truhe. Und da drin ist 30 Waffenteile sind drin und 7 Schießpulver. Das ist sehr gut. Okay. Ein Pappkarton, den kann er nicht kaputt schlagen, aber die Holzkiste, die macht er durch, als wäre es nix. Das ist an und verkehrt. Der hat's schon drauf hier, der Bastel. Da haben wir wieder 2 Schießpulver drin. Na, alle hopp. Dann haben wir ja alles, was wir erstmal brauchen. Und dann gehen wir jetzt nochmal durch rein. Und gucken mal, was Hoffman so schafft. Hauptsache ein Schild mit No Smoking steht von der Draht, als ob das noch irgendeine Sau interessieren wird. Da können wir wieder zurückgehen. Aber ich glaube, speichern können wir auch hier. Ah, dort drüber. Noch ein Signal. Was ist hier passiert? Ja, wir werden es gleich rausfinden. Ja, so, sorry. Warum empfängt mein Kommunikator dein Signal?
keinen Zutritt. Wie bist du? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Sei vorsichtig. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Nee, nicht wirklich. Folge Hoffman, um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält. Ich vermute irgendwie, dass es ihm nicht so besonders gut geht. Vor allem, weil O'Neill eigentlich echt ein eher sehr vorsichtiger Typ ist. Und sich vorzustellen, dass der Typ jetzt wirklich Rambazamba macht und seine Sicherheitszone verlässt zugunsten von irgendeinem riskanten Sperrgebiet, sieht ihm nicht ähnlich. Der muss schon Gründe haben. So. Computerdatei, Hoffmans Notizen. Zeit innerhalb des STEM war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch noch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich. Die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird moduliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts. Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann. Das stimmt allerdings. Da muss ich recht geben. Da geht's zum Exit 5. Und da mag ich jetzt aber auch nochmal hingucken. Da gibt's noch 40 Waffenteile vor uns. Das ist ja wohl eigentlich der Weg, den wir zu gehen haben. Weil wir sollen ja Hoffman-Folge in Richtung O'Neill. Und das war's, Mark-Ausgang Richtung... Hallo? Kann mich da draußen niemand hören? Ja. Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Okay, das ist ja die Sidequest dann. Missionsstart, der letzte Schritt. Ist es dann hier, oder was? Die Mission? Post Plus. Ich glaube, da war er auch drin. Post Plus müsste der Ort gewesen sein, wo er drin saß. Gibt es zu Sykes Unterschlupf. Gucken wir gerade mal, ob das hier auf der Karte auch gezeigt wird. Gibt es zu Sykes Unterschlupf? Nee. Dann gehe ich jetzt nochmal zu Post Plus und probiere einfach mal mein Glück hier. Aber ich glaube, das war hier. Okay. Oder war das hier Folge Hoffman? Ist das schon Hauptquest? Ich weiß es gerade nicht. Ah, wir rennen mal ein bisschen im Kreis. Ach du Scheiße. Nach mal. Ach du Scheiße, der bewegt sich ja wie ein Dreidel hier. Und. Los, lade. Lade. Und wenn man die Perspektive die ganze Zeit verändert, ist auch ziemlich ekelhaft. Gut, da sind wir dann wieder. Post Plus. Zeigt mir den Weg. Und in welchem Unterschlupf oder wo sind wir jetzt? Smart Anlagen. Ah ja, sehr schön. Da ist er ja wieder, der Sykes. Dann scheinen wir hier wirklich richtig zu sein. Da haben wir noch ein bisschen Munition drin, aber Pistole-Munition und die Spritze haben wir auch schon. Hui, da scheint ja wieder viel Neues entstanden zu sein, wie es aussieht. Weil wir können ja immer noch plündern hier und haben wieder neue Sachen, die wir mitnehmen können. Das ist natürlich sehr angenehm. Kaffee brauche ich gerade nicht. Obwohl man von Kaffee nie genug haben kann. Rotes Gel, ach äußerst gut.
Aber derzeit ist man nicht gerade noch Upgrades. Brauche ich gerade nicht. Hallöla. Folge Hoffman. Muss ich gerade mal gucken, wo war dann... nee, Hoffman ist hier nicht. Muss ich das Gebiet jetzt wieder neu erkunden oder wie schaut's aus? Ist das eine Sicherung? Erbärmliche Sicherung in dem Schrank. Na gut. Ja, also es wäre etwas schade, wenn ich hier alles nochmal neu erkunden müsste, weil habe ich ja alles schon gemacht. Was? Wer wird euch leiten? Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen leise sein hier. Gerade hier, was die Kasperköpfe angeht. Haben wir da nichts zum Angreifen hier, was wir nehmen könnten? Nee. Und? Verdammt. Der hat mich erwischt und nicht ich ihn. Ach du Scheiße, wie viel steckt denn der Scheißkerl ein? Alter! Der verträgt eigentlich das, wie es aussieht. Komm mal her, du. Mit Gasmaske Verschmelzer Rino. Igitt. Boah, Mann, 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 Mann. Losmol. Losmol, mein Lieber. Boah. Da hat er echt was eingesteckt hier, der Typ. 5000 Sub bringt der 8 Tode für. Das ist echt nicht schlecht. Flammengastank. Der Flammenwerfer, aus dem dieser Tank stammt, war irreparabel beschädigt. 2 davon wären ausreichend, um die Tanks eines ansonsten funktionsfähigen Flammenwerfers zu ersetzen. Ah, das macht doch nichts, Scorpion. Ja, so eine Stunde werde ich wahrscheinlich noch machen. Wenn mehr Leute da sind, ist natürlich schöner. Wenn es jetzt 2 Leute nur geblieben wären, hätte ich wahrscheinlich so 2,5 Stunden oder so gemacht. Aber 3 Stunden auf jeden Fall noch. Also insgesamt 3 Stunden. Es heißt so zwischen 11 und halb 12 oder so. Könnte ich mir vorstellen, Schluss zu machen, wenn hier rege Beteiligung herrscht. Hör auf zu kreischen, du Süffelkopf. Weil bisher waren es eher Monologe, hin und wieder kam wohl was, aber wenn halt mehrere Leute da sind und es kann sich wieder unterhalten wäre, das ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Insofern, kommt drauf an, wie viele Leute da sind. Okay, sagt er. Wenn viele Leute da sind und ich mit vielen Leuten sprechen kann, dann dauert der Stream selbstverständlich auch länger, das ist klar. Aber wenn ich eher da spiele und Monologe halt, dann halt eher weniger. So. Gucken wir uns mal um. Der hat noch Grütze übrig. Und da ist auch noch ein bisschen Sapper. 200 nur. Im Vergleich zu dem Gasmaske-Flammenwerfer-Typ ist das ja echt überhaupt nichts. 5000 Brühhandy gebrochen, die Jungs. Oder der Bu bisher. Jungs kann ich ja noch nicht sagen. Bisher habe ich nur einmal einer gesehen und einer wirklich bekämpft. Was ist denn das? Na gut, komm. Erstmal machen wir die Kleine platt. Wishmaster, hi, was ein geiler Dialekt. Ja, danke her. Ups, Pelzer-Dialekt halt. Komm schon, du Knalltüt. Sehr schön. Endknetkopf, wenn ich ja im Gepäck. Aber irgendwelche andere schlappe Flicker haben mich gesehen. Wo sind die dann? Wenn er von euch schlappe Flicker hat mich dann hier gesehen. Achso, du hast mich gesehen, du Rambock. Rambock für Arme. Blöd, Mann. Geht's noch? Ich ja nach Art Zünde wolle, ich hab's hackt. Boah, da der Teufel in der Garde geschissen, Kerl. Nix do. So, dann petze ich mir erstmal nochmal so eine Erste-Hilfe-Kofferei. Aber ich hock dumm mit dem Scharfschützegewehr, knall hier die Freaks in der Ferne ab. Da kommt so ein Flaming Mo Arc stürmt und meint, ihr müsst hier den Kasper markieren. Ich hab's hackt. So, jetzt noch einmal. Jetzt kümmern wir uns um den Speckmann. Beim letzten Mal habe ich das leider nicht gepackt. Interessante Boss, ja, durchaus. Ich habe Stefano
Valentino gekillt, den Fotograf. Das war ein interessanter Boss. Und jetzt haben wir es hier mit Pater Theodor zu tun. Ach, ein ziemlich wahnsinniger Kerl, der trotz allem irgendwie cool und interessant wirkt. Der sieht aus wie so ein großer Verpester von Nörgel aus Warhammer. Okay, jetzt ist er geplatzt. Na gut. Einer von deiner Freaks könnte ich auch noch ausschalten. Moment. Gleich. Doch nicht. Schlappe Flicker. Star Wars auf pelzig. Ajo. Aber schlappe Flicker, das sagt man durchaus mal häufiger. Das ist ein gängiges Schimpfwort, genauso wie Lappedudel oder Hanebambel oder sowas. Das sind alles gängige Beleidigungen in der Palz. Sag mal her, du. Okay, allerhopp. Wo ist denn der nächste von denen? Oder stand... Achso, der stand direkt neben mir. Knetkopf. Komm schon her. Zack. Ja. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt hier Eis sammeln, was die Grützköpfe hier Falle gelost haben. Bisschen Nächel. Bisschen Schießpulver. Bisschen Glucker. Und was hat unser großer Speckmann, der mittlerweile eher so noch ausgestülpte Pellwurst ist? Bäh, das ist ekelhaft. Ich freue mich jetzt. Tatsächlich bin ich circa eine halbe Stunde südlich von Worms. Tja, was die Beleidigungen angeht, wie gesagt, da ist die Palz durchaus sehr kreativ, was sowas angeht. Schmieriger, dreckiger Hanebambel, da gibt's dann sowas. Ich freue mich, wenn du die Leichehaufen verkohlt sind, ob dieses Bobbe-Gesicht, was dann da rausgestürmt kommt, mit einer viele Gesichter, ob die dann auch verkohlt ist. Ich bin ja mal gespannt. Aber auf der anderen Seite kann ich echt gut verzichten, um auf die Gretel hinter der Heck hier zu stoßen. Genauso wie auf die Geistergretel. Auf die lege ich auch gerade besonders nicht viel Wert. Moment, andere Richtung. Da geht's wieder zum Sykes. Da holen wir uns erstmal noch hier was. Und das scheint ja nochmal ein schönes, optionales Gebiet zu sein. 38 Kilometer von Worms. Allerhopp. Ach, südlich von Worms, weil ich bin südlich von Worms. Alles, was 30 Kilometer nördlich von Worms wäre, wäre ja schon eher im Rheinhesse-Dialekt. Und ich habe dann doch eher Südostpelzer-Dialekt, kennt man Sache. Also um es mal aufzuklären, ich bin aus der Gegend von Speyer. Insofern, da ist der Dialekt halt so, wie ich es halt spreche. Ist in der Nähe von Speyer, wo man so babbelt. Was ist dann da noch? Gewitter erleiht, was ist dann das? Ach, das ist wieder so einer. Das ist wieder so ein Cthulhu hier. Aus Alser, alles klar. Alzeier Dialekt ist aber doch eher so, ja, tatsächlich mit dem Wormser Dialekt verwandt, oder? So, jetzt schießen wir doch noch so ein bisschen was hinterher. Moment, ich will aber nicht den Quatsch hier verschießen. Ich will so gute Explosivbolzer. Nimm das! Und? Lebt er noch? Du magst doch Feuer. Sehr schön, sogar noch ein Treffer gewesen. Allerhopp, der steht ja als noch. Aber was ein Rindvieh. Boah. Ja, du ach. Was ein Rindvieh von einem Scheißkerl. Boah, Mann, oh Meter. Dann frieren wir nochmal Ei. Upsala. Oder elektrisierenden. Oder, was haben wir da noch zu bieten hier? Ja, wir harpunierenden. Komm. Machen wir einen auf Edgar Allan Poe, das harpunierte Herz. Ne, das harpunierte Herz, Telltale Heart. Harpunierte Herz war bei The Simpsons, The March, ihren Walfangroman. Na gut, dann klappt es wohl nicht so gut. Oh Mann! Die Worms sind am Babbel schlimmer als die Alzeier, das stimmt. Von Speyer bin ich... ja. Ja, Speyer ist aber durchaus eine Shenny-Stadt, muss ich sagen. Also es ist durchaus schöner als so manch andere größere Stadt. Ich persönlich finde, Speyer hat so seinen ganz eigenen Charme.
So, Spritzel nochmal Petze. Das ist jetzt auf jeden Fall notwendig, noch derer Begegnung. Und ich glaube, auch eine zweite Spritzel könnte ich mal durchaus neiföhnen. So, gut neigezwitschert hat's. Und jetzt holen wir uns nochmal eine grüne Pampe. Nochmal 5000 von dem Pestdoktor für Arme. Flammengastank. Der Flammenwerfer, aus dem dieser Tank stand, war irreparabel beschädigt. 2 davon wären ausreichend, die Tanks eines ansonsten funktionsfähigen Flammenwerfers zu ersetzen. Sehr schön. Flammengastank. Jetzt habe ich hier insgesamt 2 von den Dinger. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass es jetzt was wird. Ja, Ludwigshafen ist grottehässlich. Da stimme ich dir absolut zu. Ludwigshafen ist echt eine von der ekligsten Städte in meiner Umgebung. Und ich bin, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich bin auch kein sonderlich großer Fan von Mannem. Mannem ist der etwas schönere, bucklige Cousin von Ludwigshafen. So, da kommen wir auch wieder rein. Das ist ja echt heftig, dass man das Gebiet jetzt hier eigentlich wieder neu machen können. Als optionales Gebiet. Das ist echt krass. So, wie schaut's denn hier aus? Ja, hier hat auch der Parra. Du hast neue Follower. Sehr schön. Das ist ja schön. Offensichtlich habe ich hier auf die PlayStation Network oder was, neue Follower kriegt, wie es aussieht. Das ist ja schön. Da ist wieder so ein Zapperjockel. 2 von den Klotzköpfen sogar. Ah, na. Boah, du mein Gefall und Platz einfach, du Ekling. Ja, ich bin auch eher so ein Dorfmensch. Kann ich total unterschreiben. Ich bin nicht gerade der Stadtmensch. Boah, Mann, wie eklig. Das erinnert an diese Suicider aus Dead Island. Uah. Ah, cool, das warst du, der gefollowt hat. Das finde ich sehr schön. Ich bin natürlich auch um jedes Abo dankbar. Beziehungsweise, ich mag es auch generell einfach mit den Leuten hier zu sprechen. Das ist das, was für mich das Stream eigentlich hier größtenteils ausmacht. Dass man nicht nur irgendein Let's Play hat und Spaß am Zocker hat, sondern dass man auch hier mit den Leuten direkt sprechen kann. Hau ab, du ekliger Krützi. Hoppala. Geh doch fort. Geh kacken, Mann. Uah. Geh weg. Hast du auf hier doch rum? Hast du mal auf hier den dicke Mann zu markieren? Ich glaub's hackt. Uah. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Schöner am Livestream finde ich auf jeden Fall, dass man hier mit den Leuten direkt sprechen kann, statt wie beim Let's Play. Man macht sein Ding, man macht sein Scherze, man macht sein Witzler und man hat auch einen groben Plan, was passiert. Sondern hier so blindes Let's Play, was ich hier eigentlich starte, so ein blinder Livestream, das hat doch durchaus seinen Charme, wie ich finde. So, jetzt wollen wir nochmal hier noch der Resonanzspur gucken. Ah ja, du kreist schon jemand. Wieder ein toter Mobius. War das der? Lecker. 250 Waffe-Delots aber, Kevin, das ist großzügig. Das ist durchaus großzügig. Können wir hier nochmal in die Gebäuderei gehen? Oder wie schaut's aus? Ich habe ewig statt Devil's Own Taproom Devil's Own Tampon gelesen. Alter! Ich hoffe jetzt nur, wenn ich in so ein Haus gehe, dass die Geistergredel nicht nochmal kommt, sonst kriege ich echt die Krätze. Es wäre so schön, immer beim Livestream nicht die Olle dabei zu haben. Die ist so schrecklich. Also das ist das Einzige, wovor ich hier in dem Spiel wirklich Schiss habe. Wenn diese Geistertante gekackt kommt, wo man dann auch immer rumschleichen muss, das ist echt unglaublich ätzend für mich. Weil man halt einfach schleichen muss, weil man geschockt wird und weil die vom Ambiente her und allem schon ziemlich abartig ist. Allein schon wie die sich bewegt, dieses disharmonische Rumgesumme, es hält einen auch trotzdem dran, auch wenn das Spiel eintönig werden sollte, dann kann man ja trotzdem schreiben. Ja, richtig, richtig. Das finde ich auch sehr schön, wenn ich mit den Leuten dann entsprechend verzählen kann. Weil mir hilft es ja auch bei Horrorparts, dass ich nicht gerade die ganze Zeit am Bibbern und am Zittern bin. Und euch hilft's,
dabei, dass es bei euch nicht allzu eintönig bleibt und dass ihr vor allem im Stream ja auch mal die Gelegenheit habt, einfach mit mir zu schreiben und einfach mal mit mir auch euch auseinanderzusetzen. Das ist ja auch was Schönes, wie ich finde. Ist ja auch ein schöner Kontakt, den man dann so hat. Ach Gott sei Dank nicht die Olle. Das hätte mich jetzt schon so ziemlich verstört, wenn die wieder da gewesen wäre. So, wie schaut's aus? Haben wir noch irgendwo was? Da haben wir auch noch was. Wieder ein Totem Mobius. Anscheinend hier hinten dran. Okay. Keine Sorge, die Geister-Lady kommt nur noch einmal irgendwo. Ach, Gott sei Dank. Sehr schön. Das ist eine sehr gute Info, Flash. Da kann ich wirklich nur nochmal vielen Dank dafür sagen, weil die Geister-Gretel, die finde ich echt ganz, ganz furchtbar. Ich habe echt Schiss vor derer. Boah, wie die sich bewegt und immer die Levels dazu. Alter Falter. Okay, Tasche verbessert. Tasche für SG-Munition. Diese Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche SG-Munition mitzuführen. Was heißt hier? Oh. Was ist ein SG? Schrot? Ne, Schrotflinte kannst du nicht sein. Schrotgewehr oder was? Wohl eher Schnellfeuergewehr, würde ich sagen. Aber bisher hat man noch kein Schnellfeuerkaliber bei uns. Ich bin immer gespannt. Vielleicht komme ich ja noch wirklich zu meinem Maschinengewehr, wie ich mir es gewünscht habe. Wobei mit Flinte und Präzisionsgewehr bin ich eigentlich doch schon ziemlich zufrieden. Sturmgewehr. Ah, sehr schön. Bin ich mal sehr gespannt aufs Sturmgewehr. Ich mag so vollautomatische Waffe durchaus sehr gern. Das ist die wunderbarste Erfindung für Vollidioten, die nicht zielen können. Du magst die Geister Gretel. Ach du Scheiße. Nee. Also wenn ich jetzt zugucken würde, wäre das was ganz anderes. Aber beim Spielen, Alter, nee, das macht mich fertig. Das macht mich echt fertig. Das ist das einzigste in dem Spiel, was mich hier wirklich zum Zittern und zum Bibbern bringt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil die haben sie richtig gruselig gemacht, meiner Meinung nach. Das ist richtig gut dargestellt. Ah, okay, hier war nur Klettern. Na gut. Insgesamt derzeit 5 Zuschauer und schon 3 Likes. Vielen Dank, Leute. Vielen lieben Dank. Ich gucke halt also mal wirklich einfach mal so drauf, weil bei mir das Stream nebenbei läuft. Um zu gucken, ob die Internetverbindung stabil ist und so weiter und so fort. Von daher habe ich als auch im Blick, wie viel Likes derzeit so drauf sind und so weiter und so fort. Am Ende vom Stream werde ich auch nochmal gucken, ob ich eventuell Abonnenten dazu gewonnen habe, was ich natürlich ganz großartig fände. Aber das ist natürlich immer euer Sach, was ihr bei mir machen wollt. Und Unterhalte finde ich auf jeden Fall auch schon schön genug. Ich mag es halt wegen dem Grusel. Ja, durchaus, das kann ich absolut verstehen. Als Zuschauer würde ich die Passage auch durchaus feiern. Nur, wenn ich wirklich am Spiele bin, du weißt, wie ich bin. Du hast genug Let's Plays von mir gesehen. Ich bin so ein alter Beppa-Onkel. Ich bin die ganze Zeit und bin die ganze Zeit mich am Beschweren und am Rumknotteln. Aber auf der anderen Seite macht es dann doch wieder tierisch Laune. Aber trotzdem, es ist halt schon echt heftig, wie ich finde. Gerade die ist wirklich das Übelste im ganzen Spiel. Ach ja. Jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken, würde ich sagen. Ah, sehr schön. Das habe ich jetzt gerade gebraucht. Die ganze Zeit hier die Gosch fusselig gebabbelt. Deswegen habe ich jetzt mal einen Schluck Wasser wieder gebraucht. Auch als Spieler. Ja. Klar, aber du weißt ja, was ich meine, wie gesagt hast. Das ist gut. Ups, da ist ja wieder so einer. Wups. Wups, du alter Stinker. Jetzt, oh, scheiße, jetzt habe ich natürlich wenig Munition. Das ist nicht so schön. Gerade weil ich recht wenig Munition habe. Gucken wir mal, ob wir dann aufspießen können von hier. Okay. Dann. Oh, scheiße. Oh, leck. Irgendwie klar ist da. Das war aber gerade noch Schwein gehabt, mein Lieber. So, die ganze Zeit schieße ich dir ins Herz rein. Und irgendwie wird's nix.
Noch einmal. Autsch, das war nicht so gut. Noch einmal. Und mir geht vor allem, was das Allerschlimmste ist, mir geht so allmählich meine Heilung aus. Uah, das scheint wohl ein Jünger vom Theo zu sein, wie es aussieht. Okay. Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Ich hab's nicht so mit Feuerreinigung, du Herr Inquisitor Deluxe. Upsi. Das sieht nicht so gut aus für mich gerade. Petz da mal eine Spritzelrei bastel. Scheiße. Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Halte mal den Gaul an. Jetzt muss ich improvisieren. Jetzt muss ich echt improvisieren. Mehr als 10 Schrotflinte Muni geht gerade nicht durch Impro. Sagst du. Okay, dann komm mal her, du Knetkopf. Lass den Flammenzippel. Renn einfach weg, Spaß Munition. Ja, aber ich will die 5000 Brühe haben, die der hat. Insofern, ja, ich bin halt gierig auf der grüne Schleim. Ich brauch's mittlerweile. Ich bin halt süchtig nach der Grützewoche. Gut, dann gib mal her dein grüne Glibber. 5000, ja, das ist echt ordentlich. Zumal ich ja wirklich auf die Zeitverlangsamung spare. Deswegen, das ist gerade sehr nützlich. Dass die Hansel da unterwegs sind. Ich kann aber auch noch mal kurz bei Improvisieren reingucken, was die Spritze angeht. Und das hier. Koffer. Und Spritzer. So komme ich wenigstens noch zu meiner Heilung. Dann improvisieren wir nochmal so einen Erste-Hilfe-Koffer. Sehr gut. Zwischendurch ist das einmal erlaubt, finde ich. Okay, wo ist denn jetzt das Resonanzpünktchen? Aber ja klar, ich weiß was Mensch, dass man so natürlich Munition spart. Ist logisch. Nur wie gesagt, mir geht es halt um die grüne Glibber. Da mag ich schon so viel wie möglich noch rausholen. Okay, also hier finde ich gerade nichts. Ah doch, da ist was. Toter Mobius Operative wurde protokolliert. Na gut. Gehen wir doch mal hier zu dem Toten Mobi. Der ist hier. Dann können wir uns auch hier nochmal umgucken. Also unter der Leitung vom Pater Theo geht es hier schon tierisch ab, muss ich sagen. Also auch gerade schon diese Flammenstimmung, die hier überall herrscht. Dass halt wirklich alles hier überall irgendwo brennt. Das ist schon ziemlich heftig. Das gibt dem Ganze schon ganz üblerer postapokalyptischer Flair hier. Hat so ein bisschen was von Mad Max Wastelands. Oh, das sind noch 3 von den Fackeltypen. Aber da ist auch noch ein anderer Tote vor allem. Tote Mobius Operative. Oh, scheiße. Das war nicht klug. Das war absolut... Oh, das war saudumm. Man kann sich ja echt wie ein... Oh, jetzt habe ich ja noch Munition verschwendet wegen dem Quatsch. Man kann sich ja echt wie ein Blödmann verhalten. Na gut. Komm. Ups. Schon mal das Spiel zu Mad Max gespielt? Ja, ja, klar. Oh nein, wieder ein Speckmann. Oh nein, der Speckmann hat mich ja noch in die Luft gejagt. Boah, scheiße. Ich brauche meinen Erste-Hilfe-Koffer. Gewitterleid. Und ja, das Spiel habe ich auch schon gespielt. Das ist sehr cool. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Fand ich definitiv ein sehr geiles Spiel. So. 60 Waffendeele gibt es hier noch. Der eklige Suicider hat wenigstens noch 1000 Glibber hinterlassen. So viel Arschstand hat der Ekling wenigstens noch gehabt. Und ein Metallrohr. Aber so allmählich habe ich nichts mehr parat, was ich verschießen könnte. Das ist etwas billig. Scheiße.
Oh je, oh je, oh je. Das wird übel. Bitte hab Munition dabei. Ah, noch eine Tasche. Sehr schön. Und das Mad Max Spiel hat mir definitiv sehr viel Spaß gemacht. Ich wünschte, es gäbe so ein bisschen mehr wie das. Das war echt sehr cool. Ah, mehr Präzisionsgewehrmunition. Sehr geil. Und ich überlege gerade, an was mich das Mad Max Spiel erinnert hat. An welches andere. Ja, GTA ein bisschen, klar. Genau, das hat mich ein bisschen erinnert. Nicht GTA, sondern die Batman-Spiele. So ein bisschen die Arkham Asylum-Reihe. So hat's mich ein bisschen erinnert. Ach so, von der Steuerung her. So, dann nimmt er die Spritz. Puh, also da habe ich jetzt ordentlich was auf die Schniss gekriegt. Da hat's jetzt mal für mich ordentlich was auf der Wäsching gegeben. Das habe ich selten gehabt, dass ich so in die Zange genommen worden bin. Aber dann wollte ich auch noch da hinten hier, um noch den anderen Mobius-Typ zu finden. Richtig, habe ich auch direkt gesagt. Das Kampfsystem ist dem von Batman sehr ähnlich. Finde ich auf jeden Fall auch, gerade was die Combo-Moves und so weiter angeht. War aber doch ziemlich cool gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Alle schon auch diese Postapokalypse-Stimmung, die Wastelands, wo man überall rumgurken konnte. Man war doch relativ frei in dem, was man macht. Die viele Sidequests, dann die ganze vergrützte Leute, die dort waren. Alle schon auch wie Gastown dargestellt ist. Also schon sehr, sehr cool gemacht. Da hat man richtig gemerkt, die Leute haben Spaß gehabt bei dem, was sie da gemacht haben. Und ich finde, sowas merkt man Spiele durchaus auch, wenn das von Details leben kann. Wenn Details wirklich so schön sind, dass es das Spiel lebendig macht. Das ist das, was auch mir sehr gut gefällt. Und die Details sind es meiner Meinung nach, die aus dem Spiel dann ein Erlebnis machen. Ich glaube, der Mobius Operative ist hier im Hotel Sanctuary drin. Hoffen wir, dass Negan nicht hier schon bereit steht. Das wäre nicht so schön für uns. Weil ich glaube sogar, Bastel wird gegen Negan der kürzere Zieher. Ist einfach so. Ist hier jetzt wieder was Neues drin? Nee, nur ein verkohlter Kopf. Wo er Achie gehört natürlich, in so einem Getränkeautomat, ist doch völlig klar. Hier haben wir noch 2 Sicherungen. Das will ich mal sehen. Jemand, der so fest gegen einen Getränkeautomat kloppt, dass die Sicherungen rausfliegen. Aber na gut, da kommt nichts mehr. Und ich hoffe, das war nur ein normaler Brand. Ja, okay, ich habe gedacht, da sind wieder ein paar von den verkohlte Widerlinge unterwegs, aber glücklicherweise nicht. Ich mag das ja, das komplette Offroad-Auto. Findet man gar nicht so oft, wie man denkt. Das stimmt durchaus, ja. Ach, die Passage findet man wirklich nicht so häufig in Spielen. Du hast schon recht. Und auch das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Diese ganze Mission und die ganze Aufträge, die man einfach fürs Auto machen kann, war bei Mad Max definitiv eine Empfehlung meinerseits wert. Man kann auch einfach wirklich Tage und Wochen damit verbringen. Ich habe persönlich halt auch wirklich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, sehr lang dran gesessen und habe da bestimmt 2 Wochen am Stück gespielt. Mysteriöser Becher, du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Sehr gut. Also noch ein Sammelgegenstand fürs Zimmer haben wir gekriegt. Jetzt sind wir bei 6 Zuschauer und 3 Likes. Hallo an alle neue Zugstoßener. Okay. Dann soll ich mal hin ans Haus gehen. Da komme ich eh nicht durch die Feuerwand. Das will ich ja gar nicht erst probieren, um ehrlich zu sein. Deswegen gehen wir mal hier entlang. Ah, scheiße, da komme ich nicht dran. Hotel Sanctuary. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich wollte eigentlich nur hin dran gehen. Nee, Mist, da müssen wir von der anderen Seite kommen. Weil der Bastel so ungelenkig ist, dass er da nicht drüber kraxeln kann. Mit seinen Rheuma-Gelenke. Meine Güte. Ich muss zugeben, dass ich es noch nicht durch habe. Liegt aber nicht am Spiel, sondern an der breiten Masse an Spielen, die ich zurzeit habe, wahrscheinlich. Ja, klar. Ich meine,
Ich komme ja auch nämlich zum private Zocken, muss ich dazu sagen. Alles, was ich derzeit so zock, ist wirklich für Let's Plays. Ich komme kaum noch dazu, wirklich mal einfach für mich zu zocken. Das ist auf der anderen Seite etwas schade. Auf der anderen Seite bin ich auch so stark in dem Kommentiere und Let's Player drin, dass ich das eigentlich auch gar nicht mehr so schlimm finde, dass ich keine Zeit für privates Zocken mehr habe, sondern Spiele, die ich sowohl schon mal gespielt habe, als auch Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, wie zum Beispiel jetzt The Evil Within 2, dass ich das gleich direkt am Anfang mit euch teile, beziehungsweise dass ich halt meine ganze Erfahrung mit dem Spiel, die ganze breite Palette an Erfahrungen, die ich für das Spiel habe, sammeln können, dass ich auch das mit euch teilen kann. Insofern, Let's Plays gibt mir unglaublich viel, muss ich sagen, und es macht mir sehr viel Spaß, hobbymäßig zu zocken, statt einfach nur aus Spaß an der Fred, wie ich es vorher immer gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich aber da trotzdem nochmal außen rum. Das heißt, oh Mann, ist das ätzend. Bis ich mal bei dem tote Mobius Operative bin, habe ich die ganze Landkarte durchsucht. Okay, jetzt nochmal. Natürlich, da komme ich auch natürlich nicht einfach so durch. Ist doch logisch. Komme ich wenigstens hier über die Autos drüber? Oh nee, er kommt ja nicht mal bis zu den Autos. Oh, Bastel, du bist auch ein Knetkorb, weißt du das? Da müssen wir da außen rumrennen. Alter Latz. Gewitter du na Keitel noch einmal. Jeremias Zuckerhut. Du machst was mit hier bei der Scheiße. Du machst was mit. Wenn ich da mal Fersegeld kriegt. Ist auch nicht verkehrt, sonst wärst du so unkonstant wie ich. Ich zocke noch viel privat. Ah, okay. Okay. Ah, nee, das war das Gebiet vom Typ, vom Valentino. Stefano, nicht Valentino. Vom Stefano war das Gebiet. Genau, stimmt. Ich erinnere mich. Das Theater war das. Schwabbelt du drüber noch so ein ekliger Speckmann durch die Gegend? Ah, nee, es ist glücklicherweise nur so Leben die Fackel. Aber mir hängt Munition mehr. Das gibt mir langsam auch zu denken. Das ist nicht so schön. Ah, je. So, jetzt überlege ich gerade nochmal. Ich muss ja trotzdem irgendwie dort kommen, verdammt nochmal. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Okay. Warum auch nicht? Erstmal aufhänge und dann verbrenne. Warum auch nicht? Man ist ja multitaskingfähig mittlerweile. Und die Topfpflanze, die können wir nicht stehlen. Schade. Aber zu dem Tote Mobius Operative muss ich ja dran kommen, wenn er mir angezeigt wird. Aber zu meiner Verteidigung, ich spiele gern Renn- und Kampfspiele, welche eher ungeeignet sind für Let's Play, deiner Meinung nach. Ja, klar. Kann ich auch nur vollziehen. Aber Rennspiele mache ich eigentlich sehr, sehr wenig bis gar nicht. Die Tendenz geht zu gar nicht. Und Kampfspiele habe ich früher gern gemacht. Gerade zu Super Nintendo-Zeiten habe ich gern Street Fighter und sowas gespielt. Okay, dann gehen wir erstmal zum Sykes. Und fangen wir die Sidequest hier wieder an. Ich bin ziemlich beschäftigt. Hey, ich sollte mich doch melden, bevor ich gehe. Haben Sie Ihre Hintertür? Schauen Sie selbst. Glückwunsch. Sie müssen mir das erklären, wenn ich Lilly später hier rausbringen muss. Kein Problem, aber es läuft so. Sie müssen mir helfen, zuerst hier rauszukommen. Ihnen helfen? Ich weiß doch gar nicht, wie diese Computer funktionieren, Sykes. Dabei brauche ich keine Hilfe. Ich habe die Server gehackt, um Zugang zu einem Sperrgebiet zu erhalten. Dort befindet sich eine Wanne, mit der ich hier verschwinden werde. Leider ist der Strom ausgefallen. Und ein Haufen dieser Dinger treibt sich da auch rum. Der verdammte Zusammenbruch betrifft alle STEM-Regionen. Wenn Sie den Strom einschalten und den Ort säubern, komme ich endlich hier raus. Okay. Was springt für mich dabei raus? Ich zeige Ihnen, wie man die Wanne benutzt, bevor ich gehe. Na? Okay. Ein Versuch ist es wert. Danke, Mann. Melden Sie sich, wenn es sicher ist. Okay. Ich muss sagen, ich war überrascht von Ihnen zu hören. Wem sagen Sie das? Ich habe mich versteckt, um das mit der Hintertür zu schaffen. Zwischendurch aber auch mal rausgeschaut. Alles spielt verrückt. Was passiert da draußen? Ein Wahnsinniger versucht, Union zu übernehmen. Es war klug, hier drin zu bleiben. Sonst hätte man sie vielleicht gehäutet und gefoltert. Klingt ja düster.
Ich passe. Was noch schlimmer ist, der Kerl will Lilly in die Finger kriegen. Wenn der Plan funktioniert, können Sie sie in Sicherheit bringen, sobald Sie sie finden. Ja, Street Fighter und Tekken finde ich definitiv cool. Muss ich zustimmen. Ja. Und ja, gehäutet wäre und gefoltert wäre ist jetzt auch nicht so großartig. Dort ziehen sie da die Haut ab und der Anna kreischt noch Skinner. Wie ist jemand wie Sie überhaupt bei Mobius gelandet? Jemand wie Sie? Was soll das denn heißen? Ich meine damit, dass Sie ein Herz und ein Rückgrat haben. Mobius bevorzugt Leute, die entweder kalte Schlangen oder unkritische Anhänger sind. Sie sind keines von beiden. Was glaubten Sie denn? Nichts. Ist egal. Wissen Sie, ich habe sogar nach Ihnen gesucht, um beizutreten. War gar nicht so einfach. Die wissen, wie man Spuren verwischt. Warum sollte man sowas tun? Ist ja nur die mächtigste Organisation der Weltgeschichte, Alter. Also warum nicht? Und Sie finden nicht, dass deren Handlungen kriminell sind? Hey, es ist nur kriminell, wenn es verfolgt wird. Wie heißt es doch gleich? Quis custodiet ipsus custodes. Nicht wahr? Klar. Ich nehme Sie beim Wort. Okay, dann betritt den Experimentalflügel im Markt, besiege alle Gegner und schalte den Strom wieder ein. Na gut. Aber erstmal versorge ich mich hier mal wieder mit Güter. Weil gerade so Zeug wie Schießpulver und so kann ich jetzt unglaublich gut gebrauchen, um meine Munition wieder aufzufüllen. So. Bitte lass hier Munition drin sei. Pistole, Munition, perfekt. Das kann ich schon mal sehr gut gebrauchen. Dann... Was ist hier Schönes drin? Waffendealer, Pistole, Munition und nochmal Waffendealer. Huiuiui. Also da kann ich jetzt meine Waffe auf jeden Fall schön upgraden. Einen Kaffee kann ich auch mal kurz pischeln. Ah, sehr schön. Geht doch nichts über so einen Kaffee mit leichter Rostgeschmack hier von der edle Kaffeemaschine. Ah, okay, meine Energie war sowieso voll. Naja. Egal, den Kaffee hat er sich trotzdem verdient, wie ich finde. Das ist dann Experimentalflügel, allerhaupt. Dann will ich aber vorher nochmal in das Zimmer reingehen vom Bastel. Und gucken wir mal, was da noch abgeht. Bastels Zimmer, sehr schön. Dir hatten wir ja auch noch, soweit ich weiß, oder? Oh, hallo Ketzel. Hihi. Dass man guckt, die Katz mit uns. Boah, mein Internet zickt rum. Hatte gerade eine Audio-Video-Verschiebung von mindestens 10 Sekunden. Oh je, oh je. Das ist aber nicht so gut. So, da haben wir noch was. Ruben V. Mobius. Ach, Ruben hat zu Mobius gehört. Okay. Ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Also Ruvik Mein hat auch Name. dazu gehört. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch, du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Okay. Dafür geht es jetzt auch wieder ein bisschen Blubber von der Katz. Sogar schön verpackt in die Kiste. 30.000 habe ich insgesamt. Ich glaube, ich spare jetzt tatsächlich das recht gut läuft mit unserem Blubber auf diese Zeitkampftechnik. So. Und wir machen jetzt erstmal hier Feuerkraft Erhöher. Dann die Feuerkraft auch von der Flinte Erhöher. Und
die Feuerkraft auch vom Gewehr erhöhe. Sehr schön. Dann können wir auch noch beim Harpunebolzer, beim Explosionsbolzer erhöhen. Das sieht soweit sehr gut aus. Dann Explosionsbolzer können wir auch noch ein bisschen basteln. Unser Präzisionsgewehrmunition, Schrotflinte-Munition, so rum. Den Erste-Hilfe-Koffer machen wir auch noch so. Harpunebolzer können wir glücklicherweise so machen. Und dafür bräuchten wir noch Schießpulver. Na gut. Puh. Jetzt haben wir wenigstens mal wieder ein bisschen Munition im Sack. So, laden wir doch gleich mal noch, was wir noch haben. Da haben wir schon einer aufgelegt. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir nochmal raus hier aus dem Kabuff. Dann suche ich nochmal noch den toten Mobius Operative. Und werde mich dann um den Trakt hier kümmern, um den Experimentaltrakt. Huah. Gut. Gerade mal gucken. Auf die Seite muss ich. Muss ich gerade mit dem Kopf behalten. Links muss ich. Hier. Hier weiter. Ah, da ist noch Zeug drin. Kann ich mir auch noch holen. Zack. Ein Verflüssiger. Sehr schön. Komme ich da dann durch? Gerade mal gucken. Ja, da müsste ich eigentlich durch die Gasse durchkommen zu einem toten Mobius Operative. Und wo ist er dann? Müsste hier irgendwo sein, oder? Da in der Gasse. Der Gasse müsste das sein. Aber hier kann ich ja auch nochmal mit meinem Messer hier die massive Holzkiste zertrümmern, als wären sie aus Knete. Und wie schaut es dann hier aus? Wo ist er dann, der Tote? Da ist er. Was hat er bei sich? Ich hoffe, das lohnt sich. Ah, Tasche für Sturmgewehrmunition. Sehr geil. Okay, das hat sich tatsächlich gelohnt, hier die ganze Mobius Operatives nochmal auszuplündern. Jeder hat so eine Munitionstasche bei sich gehabt. Das ist äußerst hilfreich. Sehr, sehr gut. Und da kommen wir überall nicht rein. Na gut, dann können wir jetzt auch die Aufgabe von unserem Kumpel hier übernehmen. Und können dann für Sykes der Experimentaltrakt säubern. Und den Strom wiederherstellen. Sodela. Moment, das war das hier. Das Kabuff war der Unterschlupf. Man sollte es vielleicht noch irgendwie sichern, finde ich. Weil so wirklich sicher sind die Wände ja auch nicht. So Wellblech ist nicht gerade so die beste Burg gegen solche Masse an Kreaturen. Dann sollte ich hier nochmal speichern. So ganz nebenbei. Und gut. Da können wir nämlich noch diese Sidequest hier abschließen, bevor wir in der Hauptquest weitergehen. Okay. Und hoffen wir in Richtung O'Neill folgen. Ja, ich weiß, Folge hoffen wir, um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält, ist nach wie vor unsere Hauptquest. Aber wir machen doch erstmal die Sidequest hier. In der Hütte war Munition ohne Ende. Und jetzt... scheiße. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich mit meiner wenigen Munition hier schlag. Das mag. Experimentalflügel. Es wäre schön, wenn hier wirklich noch Munition rumläge. Würde ich äußerst begrüßen. Nicht nur irgendwelche Bastelzutaten. Scheiße. Sonst liegt doch überall Pistolenmunition rum. Wie noch was. Wie Sand am Meer. Okay. Das ist sogar eine kleine Map. Da bin ich jetzt mal tierisch gespannt. Jetzt können wir es uns nämlich leicht einfach so just for fun auf Köpfe zu schießen. Unheimlich. Einfach alles töten, was sich bewegt und den Strom wieder einschalten. So sieht's aus. Klingt simpel,
Und gucke, wie wir uns schlagen dabei. Sehr gut. Die Handaxt nehme ich doch liebend gern. Und ist zugesperrt. Okay. Wie schaut's denn hier aus? Das ist doch mal ein Horror-Setting. Allerdings kann ich nur zustimmen. Der steht doch bestimmt wieder auf, oder? Ja. Und der steht auch wieder auf. Alter. Jeder Schuss ist mittlerweile wichtig und zählt. Was der widerwärtige Grütze, Kasper. Irgendwelche andere suchen mich anscheinend auch schon voller Inbrunst. Schaut. Oh. Oh, da sind sie ja schon, die Inbrünster. Die Inbrünster Inzester. Herzlichen Glückwunsch. Igitt. Die muss ich aber wohl hier erreichen, nämlich mal an. Aber solange sie da an die Türe knallen, ist mir das absolut egal. Hallo, toter Mobius. Okay. Wo sind sie, die Inbrünster Inzester? Nette Geräusche machen sie. An. Sehr gut. Einer weniger. Da hinten ist er. An. Oh, scheiße, das war kein guter Treffer. Komm schon. Halt, still mit einem hässlichen Schädel. Ach, scheiße. Kriegst halt Anasch auf die Schniss. Das macht nix. Das macht nix, mein Lieber. Warte mal. Halte mal den Gaul an. Hey, nicht mit dem Zeugwerfer. So. Lebt er noch? Dann sollte man das so beenden. Sehr gut. Der steht auch nochmal auf, oder wie schaut's aus? Ja, war irgendwie logisch. Mach doch nicht so ekelhafte Geräusche, dann wird noch viel mehr Leute zu dir gehen. Bäh. Okay. Dann habe ich soweit alles. Die Handaxt ist jetzt natürlich auch hinüber. Großartig. Schade, ich hätte die Handaxt gut gebrauchen können. So wie generell jede Munition hier. Mittlerweile ist jeder Schuss Gold wert. Das ist echt heftig. Und viel Munition habe ich nimmer, Eistecker. Es wird wieder Zeit, dass ich hier Munition finde. Meine Fresse. Das war das, wo sie da vorne dran rumgepoltert haben, die Inbrünster Inzester. Alter Falter. Was für widerliche Gestalter. Und hier können wir weiter durch. Zack. Haben wir hier noch was? Ne, der ist kopflos, glücklicherweise. Und ich glaube, die Stromkaste können wir noch aufmachen, oder? Natürlich. Da können wir die Sicherungen noch rein. 3, 2, 4, 5. So wird ein Schuh draus, oder? Sorge dafür, dass keine Gegner mehr in der Nähe sind und kontaktieren sie dann Sykes vom Raum mit der Wanne aus. Du, die Wanne ist voll. Ach, Mann. Muss dann das immer sein mit dem der Sapper hier? Das ist doch ekelhaft ohne Ende, Mädel. Wenn jetzt so sappern hätte ich auch einen Mann. Hier ist das, wo wir dann hier wieder rumgegeifert. Ach, da wieder. Na, guck mal her. Herr Uff. Ich sag, das sind gute. Ekelhaft ist das. Und dann sterben die und dann hinterlassen sie so grüne Grütze, die als Pfütze zwischen ihrer Bälle liegt. Also herzlichen Glückwunsch. Und ich sammle das auch noch ein. Das ist schon ziemlich ekelhaft. Und ist der noch am... Ah, natürlich. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, der steht nochmal auf. Der sah so verdächtig aus mit seiner ekelhaften Tentakel.
Sodela. Dann steht es jetzt wieder. Und ich muss dort hier. Ist die Tür jetzt auch wieder auf? Sehr schön. Na gut, der hat keinen Kopf mehr. Das ist schon mal sehr ordentlich. Da bin ich sehr froh drum, wenn die Freaks keinen Kopf mehr haben. Der auch nicht. Ausgezeichnet. Jetzt kommen wir auch hier durch. Das wär's dann. Ich funke Sykes an. Okay, hoffen wir auch wirklich. Machen wir mal 3 Kreuze, dass es funktioniert. Danke, Mann. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Sicher, dass das funktioniert? Nein. Aber hier drin zu bleiben, bringt mich auch nicht weiter. Mittlerweile ist alles ein Versuch wert. Ja, schon. Kann ich Okay, nur vollziehen. Alles vorbereitet. Wenn Sie Lilly herbringen, ist genau hier ein Timer. Drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie danach diese Taste. Sie haben dann 60 Sekunden, um in die Wanne zu steigen. Sie müssten beide zusammen reinpassen. Okay. Ich weiß nicht, Sykes. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey Mann, ich weiß, was ich tue, okay? Vielleicht sollten Sie noch warten. Helfen Sie mir, Lilly zu finden. Dann können wir einen anderen Weg finden. Ich verstehe Sie, Mann. Ganz ehrlich. Aber das Beste, was ich tun kann, ist diese Wanne in Betrieb zu nehmen. Okay. Wenn Sie meinen... Schade eigentlich. Ich finde ihn ganz cool hier, das Sykes. Das ist mal ein freundlicher Typ, ein uriger Kerl. Der hat's eigentlich schon drauf, von daher... Ich wäre ein Vermisser. Der ist lustig. Danke, Mann. Ich habe Ihnen was für Ihre Hilfe dagelassen. Ich hoffe, es funktioniert. Dort, wo ich stehe, brauche ich das nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich hoffe es für ihn, dass es funktioniert, wirklich. Und dass er draußen ist dann. Ich wünsche es ihm wirklich. Und dass er nicht von Mobius und seiner eigenen Leid zerfetzt wird. Wenn er draußen ist, beziehungsweise erschossen Er wird. ist weg. Ja. Ob es funktioniert hat? Ich hoff's. Mission abgeschlossen, der letzte Schritt. Trophäe erhalten in Silber, Sykesche Behandlung. Okay, dafür wahrscheinlich, dass ich sein Mini-Quest hier beendet habe, sei Side-Quest. Und was haben wir dann hier noch? Schrotmunition, sehr gut. Genau das kann ich gut gebrauchen. So, was haben wir noch? Viele schöne Belohnungen, hoffe ich. Oh, neue Schrotflinte, ist das? Doppelläufige Schrotflinte. Doppelte Läufe, doppelte Schrotmenge, doppelter Schaden. Sie besitzt ein geringes Gewicht und ist robust, muss aber häufiger nachgeladen werden. Verbesserungen der Schrotflinten-Magazinkapazität gelten nicht für diese Waffe. Schade. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Schrotflinte, Waffentyp wechseln. 6 Magazin, nur 2 Magazin. Ach, da fällt mir was ein, da du gerade die Trophäe erwähnt hast. Ja, Scorpion, sprich dich aus. Okay, jetzt habe ich eine doppelläufige Schrotflinte. Bin ich immer gespannt, wie das Ding funktioniert. Beziehungsweise wie viel Schaden das Ding reißt. Schießpulver, Gel, beziehungsweise Spritze brauche ich gerade nicht. Gel brauche ich immer, Spritze brauche ich aber gerade nicht. Dann nehme ich doch mal die doppelläufige Schrotflinte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Doppelläufige Schrotflinte hätte ich ganz gern. Ach, hier. Da habe ich auf jeden Fall was richtig Gutes. Und noch ein Dia. In den USA haben sie jetzt ein System eingeführt, bei dem man Punkte für Trophies bekommt, mit denen man im PlayStation Store Spiele kaufen kann. Okay. Das klingt ja schon mal ganz cool soweit. Dass man mit Hilfe von seiner Trophäe und von seiner investierten Zeit danach wirklich Spiele kaufen kann. Das fände ich sehr cool. Unsere Versuche, eine Stemwanne als Notausgang zu nutzen, wurde als Fehlschlag eingestuft. Trotz einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 25% wird die Forschung eingestellt. Eine von 4 Testpersonen hat die Rückreise geschafft. Die anderen 3 gibt es einfach nicht mehr. Wir glauben, dass der Rest auf einer unbekannten Subebene des STEM verschwunden ist.
einen Traum, aus dem kein bekannter Weg zurückführt. Aufgrund einer Reihe unbekannter Faktoren wurde das Experiment eingestellt. 25% Erfolgswahrscheinlichkeit? Dafür setze ich Lillys Leben nicht aufs Spiel. Hoffentlich ist Sykes in der echten Welt. 1:4. Vielleicht hatte er Glück. Ich drücke die Daumen. Ja, und ist natürlich nicht sehr niedrig angesetzt. Die wollen nicht arm werden. Das kann ich mir vorstellen. Ich war, glaube ich, sowas wie 10 Euro für 10 Platin-Trophäen. Bei dem anderen muss ich kurz nachschauen. Alter Falter. Das ist heftig. Ich habe kaum Platin-Trophäe, um ehrlich zu sein, weil zur Trophäejagd komme ich ja gar nicht mehr. Eben weil ich halt immer nur Let's Plays mache und einmal durchspiele und ja, einfach nicht mit zur Trophäejagd komme. Und die ganze Achievement dort zu holen, das komme ich halt nicht mehr dazu. Muss ich klipp und klar sagen, deswegen habe ich auch so gut wie keine Platin-Trophäe. Höchstens noch die paar, die ich aus der Zeit habe, wo ich ja wirklich noch vor meine Let's Plays gezockt habe, einfach mal so just for fun auf der PS4 und dann wirklich die Zeit dafür gehabt habe, dann Trophäejagd zu machen. So. Dann so Sykes Unterschlupf und dann können wir eigentlich mit der Hauptquest wieder weitermachen. Auf meinem alten Account habe ich, glaube ich, 25 Platin. Hui, auf dem aktuellen sind es 9. Manchmal auch ein Hunter darin. Okay, krass. Also ne, wie gesagt, da ich halt nicht mehr dazu komme, Trophäejagd zu machen, habe ich so gut wie gar keine. Von daher wird mir das überhaupt nichts bringen. Dann müsste ich noch eine Kupfertrophäe gehen. Okay. Dann geht's hier wieder zurück. Und von dort aus wieder zur Hauptquest. Aller hopp. Dann hier entlang. Da stellt sich uns auch jetzt niemand mehr in den Weg. Ich glaube, ich habe sie so gut wie alle fertig gemacht. So. Und da jetzt der Paratheos Sage hat, laufen hier auch ganz andere Gestalten durch die Gegend. Es ist aber heftig, dass die hier jedes Gebiet okkupieren, wie es aussieht. Da sind sie ja auch schon. Okay. Oh. Da sind sie schon wieder, die Gestalter. Ja, scheiß drauf. Gucken wir mal, was die neue Schrotflinte kann. Alter. Die schießt dann aber 8 Tode für doppelt. Das ist natürlich echt geil. Macht so einen Knetkopf natürlich im Nu platt. Und nochmal drauf trete. Scheiße. Das hat nicht geklappt. Oh. Hoppala. Ups. Dann brauche ich da wieder die Armbrust. Und komm schon her. Gut, dann hat's zerfetzt. Und dich hoffentlich ab. Sehr schön. 9 Schießpulver. Naja, ich habe Leute in der PSN-Freundesliste mit über 100 Platin. Alter. Das ist echt heftig. Also so viel Zeit habe ich gar nicht, um diese ganze Trophäejagd zu machen. Das ist schon ziemlich heftig. Das müssen dann wirklich Leute sein, die kaum wirkliche Lebenszeit haben, weil ich käme so privat gar nicht dazu. Alle schon durch Arbeit, alle schon durch andere Hobbys, die ich noch so habe, käme ich gar nicht dazu, so exzessive Trophäejagd zu machen, dass ich so viel Platin-Schlüssel hätte und so viele Spiele gemeistert hätte. Lagerraumschlüssel verwendet. Oh, cool. Wobei mir das gar nicht so gefällt, dass gerade eben so ein Nebel hier rumgekrochen ist, als würde die Geisterkredel wieder kommen. Die spielen halt nur für die Trophies. Da geht es auch weniger um Zeit. Okay. Finde ich schon ziemlich heftig. Mir geht es halt eher immer so um den Spaß und ja, dass ich die Spiele durch habe. Und früher, als ich noch mehr Zeit dafür gehabt habe, sehr gerne halt auch die Trophäe.
hochwertiges Teil. Aber du ging es eher darum, dass man die Freude drauf hat, wirklich alle Achievements in einem Spiel erlebt zu haben. Ich habe gerade mal 5 Platin. Ich glaube 100 Silbertrophäen müssten 1 Euro bzw. Dollar sein. Ja, so in etwa ging es mir dann. Spielen dann zum Beispiel Terminator Salvations, bei dem du die Platin in 5 bis 10 Stunden bekommst. Okay, das ist dann auch wieder was anderes. Langläufige Schrotflinte. Diese Repetierschrotflinte mit mittlerer Reichweite hat einen langen Lauf, damit sie auf größere Entfernung Schaden verursacht. Sollte man sich auch im Kopf behalten, wobei ich eher für die dicke Schade im Nahkampf bei der Schrotflinte bin, wobei auf größere Distanz kann das auch sehr nützlich sein. Aber schön, dass es da auch mehrere Schrotflinte gibt. Bin immer gespannt, ob es auch mehrere Präzisionsgewehre gibt. Okay, was ist denn hier noch? Noch mehr Waffenteile und noch ein hochwertiges Waffenteil. Und ein genagelter. Herzlichen Glückwunsch. Bitte steh nicht auf. Schießpulver und Schießpulver. Sehr schön. Aber keine Munition. Das ist schon etwas schade. Das ist echt etwas schade. Aber ich freue mich gerade, woher ich den Lagerhausschlüssel habe. Jetzt mal ohne Scheiß. Ach ja, ach ja. So, da können wir wieder weiter. Interessant, dass ich da jetzt so mehr oder weniger aus Zufall drauf gestoßen bin, auf das Lagerhaus, dass ich das auch nochmal gekriegt habe. Hätte mir schon was gefehlt, wenn ich hier die andere Schrotflinte nicht gekriegt hätte. Ich sammle ja so gern Waffe hier in Spieler. Sehr schön. Und dann können wir hier wieder ins Versteck rein. Und der Unerschlupf. Und von dort aus können wir dann wieder ins Mark. Mal gucken, das ist Speicherpunkt. Das ist dann wieder Markanlagen. Da ist noch was drin. Ah, endlich. Jetzt kann ich die Pistole Munition definitiv gut gebrauchen. Und die Spritze sind aber immer noch voll. Okay. Jetzt kann ich aber auf jeden Fall auch nochmal hier in unserem Zimmer ein bisschen was basteln. Zum Ende. Wäre Pistole Munition ganz knorker. So, da habe ich das nämlich wenigstens auch noch gemacht. Dann können wir noch ein hochwertiges Waffeteil bestimmt verwenden, oder? So, habe die News gefunden. Also man bekommt ja Punkte. Für 1000 Punkte gibt es 10 $. Okay. Soweit so gut. Sehr schön, das mache ich hier. Der Crit von der Schrotflinte, wobei von der Pistole habe ich schon. Na, du will ich. Dann können wir hier auch noch hochwertiges Teil fürs Präzisionsgewehr verwenden. Nachladezeit für die Schrotflinte machen wir jetzt mal. Feuerrate fehlt jetzt hier nur noch bei der Schrotflinte. Das ist auch nicht verkehrt. Machen wir. Das ist gemeistert. Perfekt. 10 Platin sind 1000 Punkte. 25 Gold sind 25 Punkte. 100 Silber sind 100 Punkte. Okay. Das heißt, man bräuchte 2000... Moment. Kommt ja Punkte für 1000 Punkte. 10 Platin sind 1000. Okay, man bräuchte circa 100 Platin für... genau. 100 Platin für 10.000 Punkte, sodass man für 100 $... 2 gescheite Spiele dann einkaufen könnt. Wenn ich so richtig zähle, was du gerade so machst. 25 Gold sind noch 250 Punkte. Ja, okay. Das passt ja. Alles in Ordnung soweit. Aber so viel Trophäe, wie gesagt, das habe ich einfach nicht. Das Angebot ist natürlich interessant. Und klar muss Sony sich da auch absichern. Weil die wollen sich, wie gesagt, auch nicht arm machen. Davor hatten wir es ja schon. Aber ich glaube, für mich wäre das leider nichts, weil ich halt so wenig Trophäe habe. Das meiste, was ich halt habe, sind die Kupfertrophäe.
Und gerade die Silbertrophäe sind auch relativ schwierig zu finden bei den Spielen, die ich so spiele. Ach ja. Aber ich glaube, ihr liebe Leute, ich mach's nämlich so lang. Ich merke schon allmählich, wie mir hier die Aare zufallen. Das heißt, heute machen wir mal 3 statt 4 Stunden, weil ich bin echt fertig. Und morgen geht's auch weiter mit meiner Pen- und Paper-Runde. Da wird dann wieder Runde Pathfinder gezockt. Freue ich mich auch sehr drauf. Und ich merke echt, wie die Woche an mir zehrt und wie mir die Aare schon circa zufallen. Das ist echt heftig. Okay, jetzt sind wir hier wieder in den Markanlagen. Da würde ich doch glatt sagen, dass ich hier an der Stelle speichere, wenn ich da irgendwo einen Speicherpunkt noch habe. Der müsste aber draußen sein. Genau, dort draußen der Gang entlang. Und jetzt bin ich bei 9 Zuschauern. Gibt's das? Die ganze Zeit, wo ich wirklich vor mich hier gewaschtelt habe, da war kein Mensch da. Da war mal zu zweit hier. Und jetzt, wo ich Schluss machen will, jetzt kommen 9 Leute. Oh, Mist. Sammelt sich schon. Silber bekommt man durchaus häufiger. Für ab und zu einen Indie-Titel reicht das schon. Ah, okay. Ja, gut. Du hast schon auch wieder recht. Klar. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Zuschauer auf Ammo gehabt. 9 Leute. Das ist ja echt heftig. Ich meine, natürlich, ich freue mich immer drauf, wenn Leute hier sind. Aber, boah, gerade jetzt, wo ich dann wirklich Schluss machen will, wo ich jetzt wirklich hundemüde bin von allem, dann kommen die Leute. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Ich nehme jetzt noch mal einen Schluck Wasser. So, nochmal. Ordentlich durchatmen. Eventuell schaffe ich es ja doch noch ein bisschen länger, weil jetzt sind die 2 neue Leute auch wieder fort. Ach ja. Sollte ja kein Vergraule sein von meiner Seite. Es war einfach nur so eine Bemerkung nach dem Motto, oh, so ungläubig halt. Ich spiele ich spiele über 2 Stunden eigentlich für mich allein. Beziehungsweise für Flash. Und noch jemand, der wahrscheinlich die Chat-Funktion nicht nutzt. Und dann urplötzlich, wenn ich sage, ich will Schluss machen für heute, dann kommen Leute, das ist wirklich nicht negativ gemeint, um die Leute zu diskreditieren. Es ist einfach nur ungläubig von meiner Seite aus, dass ich nur denke, oh Mann, wo wart ihr dann vorher, Leute? Aber ich denke wirklich, es tut mir leid, aber die Woche sitzt echt heftig bei mir und ich würde an der Stelle wirklich Schluss machen erst einmal und würde sagen, ich überlege gerade, nächster Freitag ist der 17. Da sieht es nicht gut aus bei mir. Wahrscheinlicher ist, dass ich am nächsten Donnerstag einen Livestream mache. Ich denke, das ist wirklich wahrscheinlicher, dass mir nächste Woche Donnerstag, dass da mein Stream wieder läuft. So, deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal zum Titelbildschirm wieder zurück. Ich habe hier alles gespeichert, was ich wollte. Und ich mache mal gerade die Referenz. Schauen wir mal. 110 Abonnenten. Cool, ich habe sogar noch einen Abonnent dazu gekriegt bei dem Stream. Wer mich auch immer abonniert hat, vielen lieben Dank. Das ist echt sehr freundlich von dir. Und ich würde, wie gesagt, sagen, nächster Donnerstag, 20 Uhr, ist der nächste Livestream wieder. Bin ich auch wieder dabei. Freut mich definitiv, Flash. Es freut mich sehr, dass du meinen Stream für dich entdeckt hast. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn du wieder dabei bist. Es macht echt immer Spaß, da du auch immer knackige Kommentare parat hast, die durchaus hilfreich sind oder amüsant sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist. Es freut mich auch, dass der Stream, dass man tatsächlich sogar einen Abonnent mehr gebraucht hat. Wahrscheinlich wird es Wishmaster sein. An der Stelle an dich nochmal vielen lieben und herzlichen. Die Pelzer halten anscheinend zusammen, wie es aussieht. Das freut mich natürlich umso mehr. Es freut mich, dass ihr alle dann nochmal gegen Ende nochmal reingeguckt habt, dass ich wegen euch dann auch nochmal ein bisschen länger gemacht habe, die Stunde länger gemacht habe. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr beim Stream mit dabei wart. Wir sehen uns Donnerstag in einer Woche um 20 Uhr wieder am 16.11. zum nächsten Stream zu Let's Play The Evil Within 2 auf Pilzig. Vielen Dank an euch alle, habt einen wunderschönen Tag.
noch, beziehungsweise wunderschöne Reststunde, bis der Tag endet. Und habt eine wunderschöne Nacht, habt eine gute Nacht und angenehme Schlaf. Wir sehen uns wieder und verpasst auch die anderen Let's Plays von mir nicht. Zwinker, zwinker. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder live und ansonsten könnt ihr mich täglich wieder bei meinen Let's Plays sehen. Also machen's gut und bis dann. Ayan Yankee.